In Herr der Ringe, in Die Gefährten, gibt es eine Szene, wo der Legolas am Gimli sein Bart greift, damit er nicht runterfällt. Der Gimli sagt dort «Not the beard». Dieser Satz war völlig improvisiert, weil der Schauspieler vom Gimli Angst hatte, er reisse ihm den Bart ab und möchte dann nochmal 4 Stunden lang in die Maske, um den Bart nochmal anzukleben. Und mit diesem Fun Fact einen wunderschönen guten Morgen oder Nachmittag oder Abend und herzlich willkommen zum Brotkasten. Grüezi. Grüezi. Jack, wie geht's dir? Mein Bart ist zum Glück nicht so lang, wenn wir Gimli sind, aber ich fühle das, ja. Also 3 Gottenkinder, die mir irgendwie seit Jahren Traum zehren, alle. Mir geht's sehr gut, danke. Selber? Hey, mega gut. Ich bin ausgeschlafen, habe ein Käferli und treffe mich da wieder mal am Samstagmorgen mit einem von meinen Lieblingsstreamer. Einfach ein bisschen zum Schnörren und so ein bisschen schauen, was letzten Monat so ein bisschen passiert ist. Das ist so Ja, ein Highlight vom Monat, finde ich. wir müssen jetzt sagen, eigentlich ist das schon fast Mittag. Wir treffen uns immer am Morgen, aber bis wir dann alle parat sind, ist es halt meistens schon 11 Uhr. Und Ja, wenn ihr jetzt bei mir vielleicht im Hintergrund nur die letzten Glockenklänge hört, ja, es ist gerade 11 Uhr. es ist grad 11 Uhr. Genau. Genau. Ja, Oktober war ein spannender Monat, hä? Äh, ja, ja. Ja. Sehr, sehr, wie soll ich es ausdrücken? Lang erwartet und ja, es ist einfach, ich bin sprachlos ein bisschen. Ich merke jetzt. Es ist, ich weiß echt nicht, wie ich soll sagen. Es ist so richtig doof gewesen. Ich hätte die ganze Zeit schauen, aber ich sage mir halt mittlerweile, ich schaue nicht, bis alles draussen ist. Hm, Und es ist einfach, das ist irgendwann halt ein Pain, weil du kannst nie mehr irgendwelche Nachrichten, also News lesen über irgendwelche Sachen. Du kannst auf keine von diesen Nerd-Webseiten, Social Media solltest du eigentlich meiden, wenn du das machst. oh ja. Vor Weil allem so sonst, 9gag und so. ja, da wirst du einfach gespoilert, schon im schlimmsten Fall. 9gag bin ich zum Glück eh nicht mehr so groß drauf. Aber Jesus, alles andere. Einfach sobald ich irgendetwas gesehen habe, Ringe der Macht, oder einfach, wo nur Ring drin gestanden ist. Okay, next, next. Go away, Weiß ich go nicht, schau ich away. nicht, schau ich nicht an, schau ich nicht an. Leave me alone. Nein, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich mega schlimm. Aber ich muss zugeben, bei dem, was wir dann auch werden besprechen, vor allem am Schluss, ich habe es wirklich mal wieder angetan, weil irgendwie ist es schon ein cooles Gefühl. Es hat irgendwie so eine Nostalgie-Trigger bei mir. So wie früher, wenn du einmal Dragon Ball geschaut hast, hast du am Mittwoch zu Abend auf RTL 2 ist einmal 1 oder 2 Folgen gekommen. Und dann hast du wieder eine Woche warten. Und das war irgendwie Mhm. so geil gewesen, weil alle haben dann Dragon Ball geschaut. Du bist die ganze Woche am Diskutieren gewesen, ja, was passiert eigentlich als Nächstes? Wird er jetzt ein Super Saiyajin? Oder besiegt er den Vegeta? Was auch immer. Logisch, wenn du die Bücher gelesen hast, oder die Mangas, Entschuldigung, dann weißt du, was abgegangen ist. Aber ja, Für mich ist das ein absolute Pain, weil ich schaue eigentlich meistens Serien, bevor ich ins Bett gehe. Einerseits ich kann mich aufs Sofa flarzen, auf irgendwelche Positionen, kann runterfahren und schaue irgendeine coole Serie nebenbei, egal welche es jetzt ist, und fahre dann einfach so, schließe so für mich den Tag ab und fahre dann runter und dann gehe ich ins mhm. Nest. Und wenn ich dann aber eine Serie habe, wo ich am anderen Tag nicht weiter schauen kann, dann ist das ein Pain, weil dann schaue ich, die Folge ist fertig, ich gehe pennen. Am anderen Abend denke ich: «Ja Scheiße, jetzt muss ich die ganze Woche warten, bis ich weiter schauen kann und weiss, wie es weitergeht.» Nein. Aber Und Blackjack, jetzt mal Real Talk noch schnell. Du hast gesagt, du gehst immer gerne einfach vor einem Fernseher
sitzen aufs Sofa und schaust dann, bevor du gehst schlafen, irgendeine Serie. Mhm. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Wir gehören noch nicht zu der alten Garde, aber wir sind, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Hast du das Problem auch, dass du dann einfach einschläfst? Nein, nicht mehr. Ich hatte das früher mal gehabt. Also was bei mir kann passieren ist, so einem Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag. Wenn ich dann Ja. so denke, weißt du was, ich chill jetzt mal eine Stunde aufs Sofa, hau mir irgendeine Serie rein, dann kannst du fast davon ausgehen, dass ich vielleicht eine Folge mal schaue und spätestens in der Mitte von der zweiten kröselt es. Ja. Ja, das kann ich hure gut. Aber am Abend bin ich doch relativ konsequent, dass wenn ich merke, okay, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr wirklich alles mit über, dann abschalten, ab ins Okay, Bett. okay. Dann ist cool, dann ist cool. Dann bin ich jetzt gerade in dem Alter, wo du vorher beschrieben hast. Weil, So viel jünger bist du jetzt auch nicht. ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, Jetzt schaut der Urlaub so ins Zeug raus und denkt, ja, ich bin wie alt. alt ist er eigentlich überhaupt? Nein, aber ich weiss, wo ich ausgezogen war, zum Beispiel, von daheim, habe ich das tatsächlich etwa die gehabt, dass ich einfach irgendwie so am Morgen um 5 Uhr verwacht bin, alles hat mir wehgetan und ich gemerkt habe: «Scheisse, bist du vom Sofa eingepennt.» Dann schaust du auf die Uhr: «Ah Ja, shit, ja komm, jetzt gehst du noch 2 Stunden oder 'ne Stunde ins Bett, dann musst du nachher ins Büro fahren.» ja. Das ist Wobei, ich finde das Gefühl immer noch geil, wenn du am Morgen hure früh aufwachst und dann schaust du auf die Uhr und denkst so, geil, ich kann noch eine Stunde weiter schlafen. Dann dreist die einfach. Und das ist dann, ich glaube auf diesen Modus ist die Serie einfach nicht vorbereitet. Und dann zeigst du einfach nur Scheissdreck. Dann oh träumst du ja, auch den grössten Shit. oh ja. Eigentlich Ich sollte glaube, man das viel mehr machen. Einfach so 'n mhm. Wecker, so 'ne Stunde, 2, bevor du eigentlich musst aufstehen stellen. Dann verwachst du und denkst: «Ah cool, ich kann noch 'ne Stunde pennen.» Und dann hast du die craziesten Träume. Und dann Ja, vor allem kannst du die dann super brauchen für so D&D-Abenteuer oder ja, so. eben genau. Und du müsstest dir eigentlich genau das Zeug nachher aufschreiben. For real, habe ich schon gemacht. Habe ich Ah. echt schon gemacht. So geil. Respektive, ich habe ja ich habe verschiedene Sachen ja schon mal gemacht. Oder einfach ein eigenes Universum erstellt. Und das Mhm. ist tatsächlich auch aufgrund von einem so einem halben Albtraum ist das gewesen. Da habe ich das nachher dann, mir aufgeschrieben und dort ist nachher dann ein Hauptuniversum entstanden, wo ich immer noch am Aufbauen bin. Das ist abartig. Und das ist auch ein bisschen wüst. Ja. Dort kommt auch ein Inspirator von mir in den Sinn und ich glaube, wir fangen gerade mit der Kategorie mal ein bisschen Spiele wieder mal an. Ich hätte Was eigentlich meinst zuerst wollen Feedbacks noch. Hast du etwas? du? Tatsächlich nein. Oder Ah habe ich es doch. übersehen? Hast es einfach ignoriert. Ja gut, wir schreiben eigentlich meistens nur 2 Leute. Also, dass wir jetzt zurück sind, das ist nicht eine Störung, sondern wir schauen einmal nachher, ob wir irgendwelche Feedbacks bekommen haben. Also ich habe 2 habe ich aufgeschrieben. Mhm. Und zwar, ich glaube, da bist du sogar auch dabei gewesen. Das eine ist vom Barracks. Er hat uns ein bisschen Feedback gegeben. Ähm, ich habe es recht wortwörtlich notiert. Und zwar: «Ullen, ähm, 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 geil hast du The Boys angefangen.» Oh, Jesus Gott. Ja, stimmt, da bin ich Und sogar dabei gewesen. dann hat er noch gesagt, er hat Deadpool noch nicht geschaut und er schießt ihn an, weil er nicht weiterhören kann. Das stimmt, jetzt sind wir jetzt dort zusammen im Discord gewesen, aber das war auch irgendwo so am Morgen um 1 gewesen, wo wir das irgendwie aufgeschrieben haben, nicht? Ja, es kann sein, ja. Dann hat der Blatsch hat noch auf Spotify kommentiert. By the way, jetzt habe ich nicht wollen sagen, by the way, Chat, aber by the way, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm,
danke für die Kommentare alle. Haut das einfach auf Spotify rein oder wo ihr es gerade hört. Oder ihr könnt uns auch direkt schreiben, an Mullen oder an mir, wenn ihr irgendetwas cool gefunden habt oder wenn ihr irgendetwas mal wollt, spezifisch hören oder so. Oder wenn ihr denkt, hey, habt ihr das schon gesehen? Sind wir immer froh drüber. Auf jeden Ähm, Fall. aber auch der Blatsch hat geantwortet zu unserer wieder ein bisschen Extended-Episode das letzte Mal. Und er hat nur gemeint, endlich wieder eine Folge mit guter Länge. Sei wieder super gewesen, er hat es gefeiert. Das ist nice. Genau so etwas wollen wir Das ist hören. geil. Und ein Zuhörer haben wir gewonnen. Ich bin kein Fan davon, aus diversen Gründen. Aber wir Okay. haben, also nicht von ihm, also er ist ein voll der geile Sieg, aber aufgrund von der Art und Weise, wenn wir ihn gewonnen haben, er hat uns auf hören, wenn er jetzt wieder ins Fitness geht. Ich kann einfach mit diesen Steroiden-Dudes dort und alles, das ist für mich, ich das jetzt nicht weiter ausführen. Steroiden-Dudes. Aber ich finde es geil, dass er das fährt. Und er schickt mir immer wieder mal so wenn er irgendwo ist, schickt er wieder irgendein Feedback. Und was hat er jetzt? Wann hat er das geschrieben? Heute haben wir den 5. Gestern hat er mir das geschrieben, am Morgen. Oh, damn, jetzt habe ich Bock an eine LAN zu gehen. Ich habe gerade die Folge gehört, von der Bunkerlan erzählt hast. Alter, das ist, glaube ich, die 3. oder die 4. Folge gewesen. Ich glaube es, ja, ich weiß es nicht. Das ist schon nice. Aber er hat gesagt, er lässt sich das einfach immer dann. Immer wenn er im Gym siegt, hat er jetzt angefangen, das anzuhören. Es sei perfekt für das. Das ist gut. Also ist eigentlich so der random Guy, der auf dem Stepper läuft und nachher dann so Lachfleisch bekommt, weil wir wieder irgendetwas Dummes sagen. Also, ich kann ja sagen, wer es ist. Es ist der Faro, der JC Faro. Und Ah, was? so, genau so habe ich es mir dann aber auch vorgestellt. So irgendwie so am Gewicht drücken oder so am Säckel und dann plötzlich so der Lacher raus. Ah, jawohl. Oh, wie ist sein erster Name gewesen? Oh, Ah, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es vergessen. nicht irgendwie Currywurst oder so etwas. Ja, irgendetwas mit Wurst, glaube ich. Irgendetwas mit Wurst. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß Okay, es wirklich Moment. nicht mehr. Okay, Moment. Aber das sind so die Feedback, die wir bekommen haben. Tatsächlich eigentlich wirklich positiv. Also danke für das. Also ist cool. Also wir finden es cool. Also ich Mhm. finde es cool. Der Ulle auch hat gesagt. Ja, ich bin jetzt gerade am. Verflucht, das triggert mich jetzt, so Zeugs, so Namen. Ich glaube, ich habe ihm das irgendwann mal geschrieben, aber ist eh egal. Aber ja, ich freue mich eigentlich auch mega immer über so Feedbacks. Jetzt tatsächlich mein erster Mitarbeiter wahrscheinlich dazu gebracht, sich mal das anzuhören. Weil er hat mich, weißt du, du bist so im Teams in und da kommst du so mit einem riesen Mikrofon. Alle haben da ihre Headset und ich da mit meinem Mikrofon. Er so, ey, was machst du da? Und dann sage ich, ja, haben wir ein bisschen Stream und ein bisschen Podcast aufnehmen. Ja, was ist denn die Podcast? Ja, dann einfach ein bisschen rumnerden und so ein bisschen über Filmen und Games und so. Hey, schick mal und so, ich will mal reinhören. Ja, hure So geil. passiert's. So passiert's. Ja, ich finde es krass. Ich sehe immer wieder, wenn ich unsere Analytics ein bisschen anschaue, dass plötzlich wieder so die ersten Folgen plötzlich wieder Zuhörer bekommen. Also die Und das fangen ist doch dann halt cool. wirklich von vorne an. Ich finde das mega interessant. Weißt du, die sagen nicht, ah ja, okay, das ist jetzt irgendwie schon vom Februar, das höre ich jetzt nicht mehr. Aber nein, die fangen von vorne an und hören einfach alles durch. Ich meine, sagen wir es so, wenn wir davon ausgehen, dass wir pro Folge etwa 1,5 Stunden machen. Ey, ja. Also ihr Ey, seid über 12 Stunden dran, gell? Wenn ihr euch einfach bewusst seid. Aber wenn ihr jetzt hier sind, dann habt ihr eh schon alles gehört. Das ist geil. das sind einfach on top. Dann Das sind sind ihr einfach, OGs. das sind einfach in the present angekommen. In the present. Scheiße, ey, wir müssen aufhören mit Ah, so Zeug. so gut. So, aber Also,
Ich habe noch etwas vom letzten Mal tatsächlich, wo mir der Parsi geschrieben hat, Okay. aber das bringe ich dann am Schluss. Das weiss ich noch, das haben wir letztes Mal haben wir gesagt, wir wollen das nicht besprechen, eben weil's du noch nicht gesehen hast, dazumals. Ah, okay, okay. Das gehört zum Schlussteil. Also, Genau. vielleicht für die, wo sich fragen, was für 'n Verschluss, was für 'n Schluss. Wir werden am Schluss Herr der Ringe behandeln. Also, die Serie Ringe der Macht, ist ja die zweite Staffel draussen. Ähm, warum machen wir das am Schluss? Einfach um euch ein bisschen vor Spoiler zu warnen. Es gibt sicher auch bei diesen Sachen, die wir besprechen, ab und zu Spoiler. Das lässt sich einfach halt schlichtweg nicht verhindern. Aber ich sage, so grosse Sachen wie eben so das Herr der Ringe oder ein Deadpool-Film, finden wir, darf gegen Schluss kommen, weil das ist etwas, was wahrscheinlich auch sehr viele interessiert, wo sehr viele schauen und nicht wollen gespoilert werden. Und darum packen wir das am Schluss an. Weil so ein, Ja, wie haben wir uns das letzte Mal? Wir haben doch das letzte Mal einen Namen gesucht. Spoiler, Sch Spoiler Spoiler-Sektion oder irgendwie so. Spoilersektion, irgendetwas, ja. Ja, Moment, schnell, muss grad 'n trocken Gesundheit. so, merci. Ja, damit's den Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer richtig tut mir grad leid, damit's noch nicht die Ohren wegfetzt. Aber, ja, Du wolltest mit den Games anfangen. ja, und tatsächlich, Gib ihm. von wegen Ohren wegfetzen, das passt eigentlich auch dort grad dazu. Ähm, ich habe mir da Notizen aufgeschrieben bezüglich Spiele und die habe ich dir gestern schon geschickt und Mhm. die Notizen haben 3 Zeilen und das heisst einfach for the Emperor und for For the the Emperor. richtig. Und zwar, ist grad Anfangs Oktober September, ich Halbschuhe. Anfang September ist das Spiel Warhammer 40k Space Marine 2 rausgekommen. Und Mhm. ich würde mal einfach sagen, holy fuck. Mhm. Es Mhm. ist es ist einfach es ist einfach wirklich es ist Warhammer 40k. Es ist richtig geil. Ja, ja, die Grafik ist mega cool Ja, gemacht. Die Atmosphäre ist mega geil. Also, das sind ich glaube, da rede ich für beide, da siehst du Bilder, das ist der Wahnsinn. Oder einfach ja. Szenarien, wo du einfach, bös gesagt, 10 Minuten einfach kannst dort stehen und es passiert einfach immer etwas. Sei es jetzt irgendwelche normale Soldaten werden von Tyranniden überrannt oder auf der anderen Seite kommen sie mit Panzer, irgendetwas explodiert, überall fliegen irgendwelche Schwärme um. Es ist einfach so. Oder der andere rührt irgendwie so eine halbe Statue irgendwie über die ganze Map auf dieses Viech zu und ist am Ausrasten und es ist Alter, einfach Alter, ich habe von heute Morgen bezüglich dem Typ, wo in dem, du redest jetzt von dem Typ, der im Dreadnought drin sitzt, ja, gell? der Dreadnought, genau. Es, einer hat mal Geschichte analysiert von dem Dreadnought und magst du dich erinnern, du hast ein Zeitchen ganz am Anfang, hast du einen Typ, der dir schnell bei einer Mission von A nach B irgendwie hilft und nachher Mhm. brennt er und stirbt. Ist das der? Das ist der. Weil du Oh, siehst nachher, wie seine Rüstung auf dem Schiff irgendwann platziert wird, so ein Honor. Und nachher kannst du irgendwann 2 Adeptus Mechanicus zulassen, wie sie sagen, «Ja, was ist mit diesem Brüder passiert?» Und dann sagt der andere, ja, er ist jetzt im Sarg inne. Und die Dreadnoughts, für die es nicht können, das sind so riesige Kampfmaschinen. Also eigentlich so wie so ja, wie sie so haben ein bisschen Mechs. ja, wie so Mechs. Und das sind aber nicht irgendwie Roboter, sondern das sind dann eigentlich verstorbene also verstorbene Marines. Marines sind so die besseren Krieger von der Menschheit, also vom Imperium. Und wenn die sterben, werden dann ihre Überreste in einen Sarg hineingepflanzt und die kommen dann eigentlich so eine Mech über so unter dem Motto, ja,
Ja, so wie wenn du Du, du, wenn du eine Batterie hast, die noch ein bisschen Saft drin hat, ja, die gehst nicht fort. Die stellst du einfach neben genau. rein, damit du sie noch ein bisschen brauchen kannst. Und das habe ich eben heute am Morgen habe ich gerade ein Video von dem gesehen. Das ist schon mega spannend. Ah, ich finde das allgemein geil. Ich bin ja nicht so krass in der Warhammer-Lore inne gsi bisher, Mhm. aber einerseits, seit ich das jetzt gespielt habe, ich habe schon immer etwas gesucht, um ein bisschen dort Fuß drin zu fassen, um ein bisschen mehr zu erfahren damit. Das Spiel war perfekt gewesen für das, Ja. weil seit ich ein paar Sachen bin nachlesen und so, werde ich einfach geflutet mit so Informationen. Egal wo. Ich kann auf Instagram gehen, ich kann auf YouTube gehen. Überall kommt wieder irgendein Video rauf. Ja, und bei den Space Wolves hat es den krasse Dude gegeben und da siehst du, was passiert, wenn das und das passiert mit einem Space Marine und was macht man am Schluss mit ihm und der Emperor braucht eigentlich 10.000 oder so Seelen am Tag und weiss ich was. Ich so, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Vor allem, wer kommt auf die scheiß Idee, Mann? Hey, das ist krass. Ja. Also, ich habe wirklich vor 2 Tagen habe ich das Video gesehen, also nur so ein kurzes Short, wo es eben darum gegangen ist, eben der Emperor ist ja da das Licht, der Navigationspunkt und weiss ich Ja. was und ja, damit das alles funktioniert, braucht er so und so viel Seelen von so und solchen Dudes am Ja. Tag. Und ich so, Alter, stell dir einfach mal die Masse vor. Einfach, jetzt abgesehen davon, dass die alle sterben dort für ihn. Aber stell dir mal vor, wie viele Leute du brauchst. Ja, aber Das ist so viel. es ist der Viertelblut Wahnsinn. Und das Krasse ist, ich spiele ja Total War Warhammer 3. Mhm. Das ist eigentlich sozusagen die Fantasy-Version so im Mittelalter vom Warhammer. Aber auch dort hast du auch solche Geschichten jetzt eine Fraktion gespielt. Dort machst du alles mit Menschenopfer. Du kannst Sachen bauen. Ah, easy, willst du es heute fertig haben, statt die 3 Tage, ja, du hast so und so viele Leute opfern. Easy, bam, hast irgendetwas gebaut. Also es ist alles irgendwie, vor allem das Universum, es ist alles irgendwie böse. Es gibt nichts Gutes da Mhm. drinnen. Ja, Oder nichts, wo du kannst sagen, mal, die machen etwas für einen guten Zweck. Es ist alles das ist irgendwie schon so. so, ja. Und Es ist einfach krass. es sind einfach, überall sind einfach Extremen dahinter, fertig. Ja, und was ich halt auch so faszinierend finde, jetzt vor allem, wenn man immer mehr rein und rein kommst, ich habe das bei einem Streamer, der hat es mega gut ausgedrückt. Ich bin jetzt gerade die Worte am Suchen. Irgendwie so, im Gegensatz zu der aktuellen Welt, also zum aktuellen Weltgeschehen, hast du dort einfach eine militante, fanatische, religiöse Truppe, die einfach sagt, wir machen jetzt das Gute und alle anderen müssen sterben. Ja. Einfach so in dieser Art und Weise. Es ist jetzt nicht genau so. Er hat es mega gut ausgedrückt. Ich hätte es eigentlich vor der Sendung nachschauen, wie, aber habe ich mir so gesagt, ja, ja, sie Darf, fliegen mit Killen um und ja, nein. darf ich dich mal etwas zu diesen Shorts fragen, die du siehst? Mhm. Die haben sicherlich immer so einen grünen Ork rechts unten im Mhm. Bild, oder nicht? Ah, Nicht? gewisse. Ich weiß, wer du es meinst, ja. Aber Ja. nicht, tatsächlich nicht nur. Nein, es sind ganz viele verschiedene. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe den auch empfohlen bekommen. Ich finde den gar nicht mal schlecht. Der macht Mhm. kurze Shorts, der macht auch kurze Videos über einzelne Fraktionen. Und einfach damit du so Grundinformationen hast. Der heisst, glaube also der Name passt überhaupt nicht, aber heisst The Hobby Hotel. Und Okay. der, der macht hure viel, also auf YouTube ist der, und der macht wirklich gute auf Deutsch, also viel ist ja Ja, auf Englisch tatsächlich, aber für die es jetzt auf Englisch nicht so verstehen, der Hobby Hotel, der macht deutsche Videos und der macht das wirklich mega gut. ja, Knackig, voll. gute Infos, bam. Hey, ich werde von allem zubombardiert, sei es Deutsch, Englisch, egal was für Kanal. Aber ich weiß, wer das meint. Den habe ich schon ein Mhm. paar Mal, ist mir der vorgeschlagen worden. Ja. Ja. Und eben, wenn wir zurück zum Spielen gehen, das ist wirklich, es macht einfach Fun zum Spielen. Es macht Mhm. wirklich Fun zum Spielen. Es Du ist hast, sogar. Ja, erzähl weiter, schnell. nein, warum mach du jetzt gerade das Wort gesucht? Du darfst. Es ist sogar.
Ich spiele heute nicht mehr so gern PvP tatsächlich. Einfach irgendwie, weil mich das ganze Zeug einfach ankotzt. Toxische Gemeinschaften, überall bist du das Arschloch, egal wo du spielst. Ähm, ich sage es nicht, also es ist nicht, weil wir gut gewesen wären oder so, aber es macht einfach scheiße Fun mit so 5, 6 Dudes gegen 5, 6 andere Dudes dort als Marine reinbretschen, egal was für eine Ja. Klasse. Klar regst du irgendwann auf, wenn wieder einer voll am Abgehen ist und du denkst, Alter, ich triff den einfach nicht aufs Schloss. Aber spiele ich lieber 10 Stunden das als 2 Stunden COD. Ich glaube, ich muss mal so einen Referenzverlink machen. Geht mal beim Blackjack in die letzte VOD-Screen schauen, wo er mit mir zusammen PvP Warhammer spielt. Ich habe die noch Könnte ich einfach, nie gehört, so ausrasten im Fall. ja, wir haben uns zu spät kennengelernt. Ich sage dir, früher habe ich das im Battlefield können, wo ich so richtig drin war. Bin das im Mäus kaputt gegangen. Nein, das habe ich tatsächlich nie geschafft. Aber ich mag mich noch an Zeiten erinnern, wo einmal meine Mutter die Türen aufgemacht und gesagt hat, sie soll aufhören rumschreien, weil ich League of Legends gespielt habe. Ja gut, da bist du selber schuld. Ja. Ja. Das war aber geil gewesen. Ich glaube, ein Jahr habe ich wirklich 4 Mäuse durchgelassen, weil ich einfach immer so geraged bin. Da habe ich auch müssen sagen, so, jetzt musst du irgendetwas ändern. Nein, ich habe tatsächlich noch nie Hardware kaputt gemacht. Aus mal eine Tastatur. Und das habe ich an einer LAN-Party gemacht, wo sie ein Trackmania-Turnier gemacht haben. Ja. Aber du musst dir auch vorstellen, ich habe dort 3 Tage lang nicht wirklich geschlafen und dann hat es gesagt, so, jetzt machen wir noch das, es ist nicht mehr anders gelaufen. Und ich gehe, komm, easy. Und ich komme Rennspiele. Nein. Und nachdem es irgendwie so eine halbe Stunde gespielt hat, ist dann meine erste Tastatur kaputt gegangen, weil ich sie einfach am Tisch zerbrochen habe. Fühle ich, Mhm. voll, fühle ich. Wir haben, das habe ich glaube auch schon mal erzählt, wir haben einen Verein gehabt, wo wir an LAN-Partys gegangen sind, aber auch organisiert haben. Und da wir alle ein bisschen in der IT tätig sind, oder viel davon, haben wir irgendwann einfach alle so eine ganze Kiste von Tastaturen mitgenommen. So die günstigste 1 Franken Cherry-Tastatur. Also wir haben eigentlich 50 Stück von denen dabei gehabt im Auto. Einfach so ein riesiger Karton mit Cherry-Tastaturen, weil wir genau gewusst haben, wir haben teilweise sogar unsere Tastaturen daheim gelassen, die teuren, weil wir genau gewusst haben, das kommt schon nicht gut. Dann hast du einfach eine Cherry-Tastatur aus dem Auto geholt, eingesteckt und wenn du so am Turnier bist im CS, hast du vielleicht noch eine zweite geholt, weil du gewusst Ja. hast, schwierig, könnte passieren. Ich sehe gerade den einen Kollegen, der an die LAN gekommen ist, mit so einem zusätzlichen Xbox-Controller. Und wir so, ja, für was nimmst du einen zusätzlichen Xbox-Controller mit? Und vor allem, du hast gesehen, der war schon richtig kaputt gewesen. Bei dem haben schon Sachen gefällt. Und dann sagt er, weisst das ist mein Hass-Controller. Wenn ich richtig hässig bin, nehme ich einfach den und schiesse ihn an eine Wand, weil der ist eh schon kaputt. So Zeug, Mann. Ein Hasscontroller. Einfach der Oh Gott. Hass-Controller. Oh Oh Mann. Mann. Ja, aber das, ja, eben, für die mal ein bisschen ins Warhammer-Universum reinschauen, Space Marine 2 ist wirklich gut. Vor allem, es wird noch ein bisschen gefüttert mit Content, der jetzt da kommt. Mhm. Du hast dort 3 Sachen, die du kannst spielen. Du hast die Kampagne, die du spielst, wo mega geil ist, also der Abschluss, wirklich Ja. die letzte Mission. Äh, schon ein bisschen. Der Kampf ist Und ein bisschen scheiße, aber ist geil. ja, Also da ist ein bisschen. Also, ist ein bisschen ja. doof. Habe ich jetzt gefunden. Aber das ist eine persönliche. Oh. Gut, wobei ich muss immer sagen, Bossfights in Shooter ist immer schwierig, Ja. finde ich. Aber nichtsdestotrotz, sie haben dort wirklich etwas Cooles gemacht. Eben die ganze Atmosphäre, vor allem eben dort die Schlussszenen, dort, das sieht so gewaltig aus, dort passiert Ja. so viel. Ey, das ist der Viertelblut Wahnsinn. Ja. Also Eben die Atmosphäre und alles ist ja, richtig geil. Ja. Voll. nebst der Kampagne hast du dann nachher noch PvE Content. PvE ist Player versus
Environment. Also du spielst eigentlich gegen, ja, was soll ich sagen? NPCs. Gegen NPCs, merci vielmals. Und dort spielst du eigentlich Missionen, wo eigentlich bei der Hauptgeschichte mithelfen. Also eigentlich spielst du dort so Nebenstories. Das ist auch mega interessant gemacht. Du lernst auch dort relativ viel über die Lore, wenn du so kleine Datenblöcke kannst sammeln. Und eben, es macht auch mega Bock. Und da ist eben noch PvP. Und bei diesen zwei, beim PvE und beim PvP, kannst du deine 5 Klassen wählen von Space Marines und du hast unendlich viele Möglichkeiten, die irgendwie anzumalen. Es ist. Oh ja. Sind wir das mal gewesen, wo wir einfach eine Stunde lang geschnorrt haben und unsere Mhm. Figürchen so ein bisschen mit Sachen Sehr gut anmalen möglich. und so. Ah. Es ist wirklich mega insane. Ja. Also im PvE, du hast es kurz angesprochen, da finde ich einfach das richtig Interessante. Das sind ja eigentlich alles Einsätze oder Missionen, wo du in der eigentlichen Geschichte, in der Hauptstory mitbekommst, Mhm. aber halt von einer anderen Gruppe gemacht werden. Also Richtig. sagen wir, deine Gruppe hat das und das Ziel und diese Gruppe muss aber das und das noch erledigen, damit ihr dort weiterkommt und so. Und Genau. das finde ich ein mega cooles Konzept tatsächlich. Ich habe das selten gesehen in Spielen, dass du zuerst Story spielst eigentlich Mhm. und wenn du Story durch bist, kannst du eigentlich respektive jedes Mal, wenn du einen Teil abgeschlossen hast von der Story, wird das, die Mission, die die anderen gemacht haben, freigeschaltet. Das heißt, du könntest sie Genau. gerade nachher spielen, um zu sehen, hey, was haben die eigentlich müssen machen? Weil es hat tatsächlich 1 oder 2 Punkte gegeben während der Kampagne, wo ich gedacht habe, Alter, was haben jetzt die genau müssen? Die haben irgendein riesen Viech müssen töten. Was für eins ist das gewesen? Weil du hast nur Ja. mitbekommen, der Funkspruch, wir haben ihn erledigt, dann gibt es irgendeine Explosion, alles ist weg und du denkst, äh, Okay. ja, was ist passiert? Und eben, da gibt es die PvE-Mission, wo du wirklich als Gruppe dann das Viech gehst zerfledern. Und das ist Mhm. wirklich, da gebe ich dir Das ist 100% recht. Das ist richtig geil. Wahnsinn. Ach ja. Ja. Aber ich habe tatsächlich, also was ich muss sagen dazu, ich habe ein bisschen zu wenig Zeit gehabt, jetzt ja im Nachhinein noch viel, viel mehr weiterzuspielen. Ich meine, ich habe glaube knappe 20 Stunden oder so drinnen mittlerweile. Also es Ja. ist nicht viel, aber ich bin einfach schon nicht dazu gekommen, weil ich halt einfach viel Nee. anderes auch noch habe. Ja. Also tatsächlich hat er nachher dann auch noch nicht viel weitergespielt. Ja, wir haben dann andere Sachen noch gespielt, die uns dazwischen gekommen sind. Äh, weißt du, willst du das nächste machen? Oder? Du hast ja, glaube ich, auch so Ma 2, 3 machen wir wahrscheinlich. machen wir gerade das, wo bleiben wir gerade bei dem, wo wir zusammen gespielt haben, weisst jetzt schaut er mich fragend an. Also ich gehe mal davon aus, es sind nicht nur wir gewesen, die das gespielt haben. Ja, richtig, also Lockdown Protocol. Ja, ich wollte sagen, da, danke vielmals und ein Shoutout an Mr. Pletsch, der uns Ja, eingeladen hat, um das Spiel zu spielen. es ist so Ach geil. Gott! Für die, die es nicht kennen, ihr müsst euch eigentlich ein Among Us vorstellen aus der Ich-Perspektive. Aber tatsächlich, von mir aus gesehen, meiner Meinung nach, eine bessere Version davon. Weil erstens, du wirst nicht einfach unterbrochen oder kannst nicht einfach unterbrochen werden. Zum Beispiel, wenn du eine Leiche findest, ja, dann hast du sie gefunden. Aber du gehst jetzt nicht in die Mitte und drückst den Knopf und sagst, hey, ich habe etwas gefunden. Nein. Sondern, ja, es ist jetzt dort eine Leiche und dann musst du halt schauen. Und ich meine, wie geile Diskussionen haben wir in diesen scheiß Gang gehabt, wo wir zwei zuerst, ja, was machen wir jetzt mit ihm? Und dann plötzlich fährt der eine der andere anfühlen, weil noch ein Dritter dazukommt. Und am Schluss sind wir gegenseitig am Streiten. Und vorher haben wir probiert, irgendeinen Plot auszuhacken und Es so. Und ist so gut. es ist so super, ey. Vielleicht noch einmal weiter ausgeholt für die Among Us nicht kennen. Oder Lockdown-Protokoll. Der kennt das sicher noch aus den Kinderzeiten. Es nennt sich Wölfeln. Ich glaube, das ist das am besten beschreiben. Wo du eigentlich eben eine Fraktion hast, meistens aus 10 oder 3 Personen, die gegen eine Mehrheit
Ja, die Mehrheit irgendwie muss ausspielen. Ich muss schnell das Fenster zumachen, kurzen Moment. Und tatsächlich, Among Us ist eigentlich genau das. Du musst eigentlich schauen, dass du nicht verwünscht wirst, indem du eigentlich den Gegner manipulierst. Oder eigentlich die Hauptgruppe. Du bist eigentlich der Feind und musst die Hauptgruppe manipulieren. Im Among Us ist es halt mehr, du musst die Gegner killen. Das ist eben das Geile, was ich bei Lockdown Protocol finde. Du musst einfach schauen, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen, bis die Zeit abgelaufen ist. Ja. Und das kannst du mega gut machen, indem du einfach Sachen versteckst, Sachen bei dir behaltest und ja, einfach damit die ganze Zeit rumlaufst. Ja. Einfach Intrigen streust, wird wieder irgendeinen beschuldigst, obwohl er gar nichts gemacht hat. Ja. Und dann kannst du einfach etwa 10 Minuten lang in einem Gang stehen und darüber diskutieren, warum du jetzt du eine Knarre gehabt hast und für was brauchst du die. Und dann kommt der Dritte dazu und dann schreist Achtung, er hat ein Messer. Und dann ist der Dritte Ja. irgendwie der Böse. Oh, es ist so gut. Es ist wirklich mega lustig. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so lustig ist. Nein, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen, weil Among Us hat irgendwann halt seinen Charme verloren, irgendwie habe ich das Gefühl. Mhm. Aber das, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, eines der Probleme für mich persönlich war im Among Us, dass du halt instant immer unterbrochen wirst, wenn irgendeine Leiche gefunden Ja. wird. Jeder säckelt fast sofort zurück irgendwie und drückt auf den Knopf oder weiß ich was. Ja. Und das nimmt irgendwie wie so den Flow aus dem Spiel raus und eben so die Diskussionen und so, die dann halt einfach völlig random entstehen, wirst du halt im Among Us erzwungen. Ja. Und das, also, das. Diesem ist es viel geiler. Und die Intrige, ich weiß nicht. Also ich habe mir's definitiv, ich mache im Advent wieder meine Advent-Streams, wo wir alle zusammen kann kommen und zocken, coolen Nachmittag haben. Das ist definitiv auf der Liste für die Ja. Advents-Streams. Aber hundertprozentig. Oh Mann. Vor allem, Das wird definitiv. ich bin das VOD anschauen beim Plätsch. Hey, ich habe mir Schrenz gelacht. Ich habe mir echt Schrenz gelacht. Es ist so geil. Vor allem, es gibt so eine geile Szene, wo der Archie, der Böse ist, und dann kommt er einfach alle wegfetzen. Und ich bin irgendwie der Einzige, der noch steht. Und dann siehst du einfach so einen, so einen Leichenberg. Und ich bin der Einzige, der irgendwie dort steht mit so einem Schraubenzieher und alle anschauen. Und rundum. Also im Spiel ist es so, wenn du stirbst und das Spiel noch nicht fertig bist, wirst du zu einem Geist und kannst eigentlich dann mitschauen. Du kannst nicht miteinander interagieren, die noch live sind. Aber du kannst dort so ein bisschen, einfach ein bisschen schauen und zulassen, was passiert. Und das finde ich auch mega cool gelöst. Mhm. Aber Vor dort. allem die Diskussionen, die es dann alle unter den Geistern gibt, wenn du plötzlich merkst, ah fuck, du bist ja auch nicht da gewesen. Und Ja. dann stürzt du miteinander um und dann siehst du, wie der eine gekillt wird vom anderen und denkst, Alter, was jetzt? Was? Du bist voll im Ausrasten, alle Geister voll im. Das ist so geil. Es ist wirklich, es ist mega gut. Vor allem, ich muss auch sagen, wir hatten auch eine richtig geile Runde gehabt. Also von Leuten Ja, her. Das war ja, wirklich super gewesen. absolut. Kommt sicherlich auch noch darauf an, mit was für Leuten du zusammenspielst. Ja, natürlich, absolut, sicher. Oh Mann. Ich bin der Comedy-Freddy, der während unserer Diskussion einfach durchläuft und fragt, ich suche Ventilatoren. Einfach so voll aus dem Nichts raus. Ah! Stehen wir neben den Leichen und sind zu dritten am Streit und der Comedy Freddy läuft einfach weiter. Was sind die Ventilatoren? Ja, okay. Oh Mann. Ah, so gut. Es ist wirklich, das ist der Hammer gewesen. Oh Mann. Ja, Ah, also Empfehlung für jeden Spieleabend, ihr werdet nach Kasse nachher oder einfach nicht mehr vertrauen. ja, vor allem das, ja. Ja, was hast du sonst noch? Ich glaube, du hast ja Throne and Liberty gespielt. Oder bist du noch dran? Ich wollte eigentlich mit etwas anderem anfangen. Okay, dann erzähl. Also, nein. Throne and Liberty, ja. Ich habe Throne and Liberty gespielt. Ähm, einfach aus dem Grund, ich finde es immer interessant, in neue MMOs reinzuschauen. Mhm. Zu schauen, was können die, was bieten die, ist das etwas Cooles, ist das vielleicht etwas, was mich würde interessieren. Ähm, ich habe gewusst, es ist ein Asia-MMO
wo aber in Asien nicht ganz so krass angekommen ist tatsächlich, aus diversen Gründen. Ich bin dann auch ein bisschen nachforschen, warum. Und darum haben sie haben es jetzt auch in Asien ist es tatsächlich schon länger draussen. Aber jetzt haben sie es auch hier nach Europa gebracht und alles. Also nicht nur Europa, auch Amerika und so weiter. Ähm, ja, ich habe mir das dort am Abend gegeben. Natürlich war dort am Abend ein bisschen der Hype da gewesen, auf jeden Fall. Etwas Neues, Unreal Engine, Grafik und so. Und ich sage, technisch ist es schon sehr beeindruckend, was sie anbringen. Wie viele Spieler das sie auf die kleinen Plätze und alles anbringen, mit Mhm. einer doch anständigen Performance. Ähm, aber es ist Unreal Engine, es sieht wirklich super gut aus, muss man sagen. Der Effekt, die Grafiken, Texturen, das ist wirklich High Quality. Ähm, eines der krassesten Features, die überall hervorgehoben werden, ist der Instant Teleport. Ja, da habe ich mitbekommen. Das ist, glaube ich, mega Das, krass. das ist wirklich, wenn du das erste Mal machst, ich meine, Teleport kennt man aus vielen anderen Spielen, aber du drückst drauf, er castet und aus technischer Sicht vermute ich, dass während dem Cast schon allerlei Zeugs im Hintergrund geschadert oder geladen wird. Mhm. Dann poppst du auf, instant, also du hast keinen Ladebalken, nichts. Es castet einfach die Charakter, dann macht zack, Szenenwechsel, du bist am neuen Ort. Hure geil. Und was dann halt passiert, und also das saved halt auch sehr viele Ressourcen, Charaktere und NPCs werden erst im Nachhinein reingeladen. Das merkst du vor allem, wenn du in eine Stadt teleportierst. Also wenn du von irgendwo draussen in die grosse Stadt teleportierst, poppst du auf, bist zuerst allein, 2 Sekunden später poppen alle NPCs und Spieler auf. Das ist schon krass, ey. Aber es ist auch trotzdem, es ist wirklich sehr beeindruckend. Mhm. Ja, eben, ich Ähm, meine, es ist ja nicht nichts, was du dort ladest, eigentlich im Hintergrund. nein, absolut. Aber darum, ich gehe davon aus, dass während dem Casten schon im Hintergrund Zeugs Mhm. glatt wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt plus minus, sind es glaube 10 Stunden oder vielleicht knapp 10 Stunden gespielt. Ähm, man merkt ihm halt an, dass es ein Asia-MMO ist. Ich meine, es kommt von NCSoft. NCSoft ist vielleicht an vielen ein Name, vielen vielleicht nicht. Ja. Guild Wars 1 und 2. Ähm, und viele andere Games tatsächlich auch. Ich glaube tatsächlich auch MMOs, noch andere. Man merkt es halt da und für mich ist so nach meinen Spielstunden jetzt also das Fazit gewesen, es ist too much. Du wirst, oder ich habe mich einfach ein bisschen erschlagen gefühlt von 10 verschiedenen Skillbäumen. Mhm. Mhm. Skillbäume im Sinne von, die Charakter kannst du irgendwie Punkte verteilen, du kannst deiner Waffe Punkte verteilen, du kannst dann aber auch noch in den Fähigkeiten von der Waffe Punkte verteilen, du kannst deine Ausrüstung noch irgendwie auch noch upgraden. Ich meine, das ist jetzt nicht so tragisch, das kannst du in vielen anderen MMOs auch, aber du hast so viele Sachen, wo du dann tatsächlich musst grinden, weil du brauchst für die meisten Sachen brauchst Items oder so Bücher und so Zeugs, wo dann halt musst du grinden. Ich habe gewusst, das ist grindy. Das haben wir im Vornherein auch schon gewusst, dass das so wird. Ist einfach für mich persönlich so ein Punkt gewesen, wo ich einmal so sagen, hey, äh, ja, nein. Also, ich weiß nicht, ob ich es nochmal wird spielen, aber für den Moment habe ich mich wieder an meinem Liebling zugewandt, Back to the Roots, und bin wieder bei WoW gelandet. Ich verstehe dich sehr gut. Ich habe eigentlich auch so ein ja, eins, das eher so als Throne and Liberty angelehnt ist, nicht so extrem, aber ich merke das auch bei Final Fantasy. Du hast halt einfach zu viel irgendwo kannst Mhm. machen. Du hast ja dort bei Final Fantasy hast ja du dort die Möglichkeit, du kannst einen Charakter erstellen und du kannst alle Klassen aufleveln. Was zum Beispiel jetzt anders ist bei World of Warcraft und ich das irgendwie auch
zu einem gewissen Grad auch persönlich geiler finden, ist, du tust dich eigentlich pro Charakter auf eine Klasse einigen und die tust du dann nachher dann meistern. Mhm. Sorry, im Final Fantasy mache ich das genau gleich eigentlich. Ja, dort den Paladin, den ich spiele, das ist auch meine Lieblingsklasse. Und mit der spiele ich halt einfach auch am meisten. Weil ich will eigentlich, jetzt nach mir gehen, würde ich eigentlich nur Paladin gerne spielen und einfach mich auf den fixieren. Aber trotzdem machst du wieder ein bisschen dieses und jenes und das ein bisschen ausprobieren. Darum, das ist das Einzige, was ich am World of Warcraft eigentlich immer noch feiere. Abgesehen vom Tap-Targeting und vom Magic Spellcasten. Ich habe nicht gerne so Active Combat in einem MMO. Ich würde gerne einen Charakter auswählen, nachher meine Knöpfe drücken. Also, weil ich mit dem Mhm. aufgewachsen bin. So active, nachher reinschlagen und so. Dass du ein bisschen rumlaufen musst, ein bisschen Movement und so, finde ich mega nice. Also eben darum spiele ich auch Final Fantasy, weil du auch das Tap-Targeting hast. Du hast deine automatischen Angriffe, die kannst machen und deine Spells, die kannst klicken. Das ist alles. Und das Einzige, was du nicht noch zusätzlich machst, ist ein bisschen hin und her laufen, damit du aus den Angriffsfeldern vom Gegner rauslaufst. Das ist für Mhm. mich als MMO. Darum bin ich auch nie warm geworden mit New World. Oder mit vielen anderen Spielen, wo du kein solches System hast. Ich habe New World am Anfang und auch nachher noch ein bisschen gespielt. Es ist nicht. Ich weiß, was du meinst, gebe ich dir absolut recht. Ich habe das Gefühl, bei New World nicht ganz so schlimm gewesen, tatsächlich. Aber ja, es ist eine rechte Umstellung, wenn du dieses natürlich lieber hast. Ja. Oder gewöhnt bist. Ich bin mir natürlich auch seit x Jahren, aber wenn du sagst, das Tap-Targeting gewöhnt von WoW. Ähm, ja, Button-Smashing oder wenn man so schön sagt, Face-Roll. Schnell den Kopf auf die Tastatur legen, ist zweimal hin und her, Gegner tot. Aber ja. Aber da kommen wir eben zu dem, wo ich wieder zum Glück, finde ich, ein bisschen reingefunden habe. Ich glaube, das letzte Mal so erwähnt, das WoW. Ähm, auch nach der Kampagne jetzt hat es ab und zu mal so ein bisschen ein paar Dungeons mit einem Casey zum Beispiel gemacht. Mhm. Es ist mega, also ich habe richtig Freude wieder dran. Es ist mega cool, einfach nicht go tryharden. Es gibt immer so Leute. Wir haben zum Mal einen in der Gruppe gehabt. Ich habe ganz frisch einen anderen Charakter gespielt. Habe mit dem leveln, sind wir Dungeons gegangen und habe mich einfach noch daran gewöhnen. Habe fast keinen Schaden gemacht. Schreibt in die Gruppe rein, hey Mage, mach mal was. Und ich habe einfach nur geantwortet, Mimimi. Und dann ist es losgegangen und dann, ja, schau mal Damage und ich, Mimimi, Fragezeichen. Ja, das ist. Und dann muss ich sagen, ey, weißt, ich könnte es verstehen, wenn wir sind im Tryhard irgendwelche M plus oder Keys oder weiss ich was würde ich machen. Wirklich schwierig, herausforderndes Zeug, wo die Leute vorwärts kommen. Aber goddammit, das ist ein 0815 Standard, Ja. nichtssagender Dungeon gewesen, um einfach ein bisschen reingehen, Spass haben, leveln vielleicht, ein paar XP mitnehmen, ein bisschen Gold, vielleicht ein bisschen Gear. That's it. Und da muss man nicht irgendeiner schreiben, mach mal Damage. Also komm, wir sind kein Mal gestorben, also ich schon, aber andere nicht. Ja, ich bin wirklich ein paar Mal gestorben dort. Aber einfach, weil mein Charakter halt einfach nur scheiße war. Ja, aber eben, das sind. Eben, das ist ja das, äh, das ist aber dann nachher dann auch wieder Community, aber das sind eh andere Geschichten. Das sind eh Aber es ist andere. selten geworden. Ja. Ist mir jetzt in all diesen paar Mal, wo wir jetzt Dungeons gerannt sind, wir sind letzte Woche wirklich ein paar gerannt, ist mir das eins passiert. Ja, aber ich glaube eben, die meisten sind, es kommen immer mehr Casual-Spieler dazu. Solche, Hm. wie du eben sagst, hey, ich komme rein, ich will ein bisschen mein Zeugs machen und dann zaubern wieder aufhören. Da willst du nicht noch irgendwie die aufregen. Logisch, Genau. wenn jetzt einer wenn du als Heiler irgendwie in die Dungeon reingehst und der Tank pullt einfach die ganze Scheiße zusammen und du kommst nicht nachher mit heilen. Logisch sage ich dir nochmal, hey, spinnst du eigentlich? Mach ein bisschen weniger. Ja, Aber das ist, aber dann kannst du es auch ganz normal schreiben. Also, weißt du, dann schreibst du halt einfach, hey, ich mag nicht so wirklich nachher, nimm doch einfach eine Gruppe weniger. genau, genau. Weißt du, also ich habe manchmal das Gefühl, dass haben die Leute weh beim Zocken oder so irgendwie verlernt, einfach mal normal etwas zu schreiben. Hey, könntest du nicht eine Gruppe weniger nehmen? Ich mag schon, ich werde schnell fertig mit meinem Mann oder weiß ich was.
Ja gut, tatsächlich muss ich auch ehrlich gesagt sagen, so spiele ich halt am liebsten in einer Gruppe. Ja, Einfach in absolut. einer Gruppe, die ich kenne, wo halt Mhm. da mal so ein bisschen die Fetzen fliegen, aber du weißt genau, was gemeint ist. Eben: mach doch mal ein bisschen mehr Schaden.» Und dann hörst du den anderen: «Heb deine Fritten, doch ein bisschen besser Also, pullen.» wir hat also, mit dem Casey und gestern auch noch mit dem Kanzler, das ist auch einer, der keine Ahnung, wie lange das der bei mir jetzt schon also, mittlerweile glaube ich nicht mehr so oft oder schreibt nicht mehr viel, aber, der schaut mir seit damals Battlefield 4 zu, also wann habe ich Battlefield 4 damals gestreamt? Fast vor 10 Jahren. Also, den kenne ich so gesehen eigentlich auch schon ewig Mhm. mittlerweile, einfach nur digital. Aber der spielt auch WoW, ich habe das gewusst und der ist jetzt auch ein paar Mal dabei gewesen. Und gestern sind wir auch im Discord gehockt, wir haben einfach auch scheisse Freude gehabt. Dann haben wir uns halt wieder aufgeregt: «Ah verdammt, ich kann wieder die ganze Zeit keinen Cast machen, weil immer das scheiß Zeug unter mir auftaucht. Ich muss mich die ganze Zeit bewegen.» Und der Ja. Casey ist einfach nur am Lachen und dann sage ich: kannst du Äh, nicht mal irgendwie ein bisschen ruhiger haben, den Boss?» Und er: «Ja, was wollte ich denn?» Dann läuft er wieder und ich rege mich wieder auf, dass der Casey am Laufen ist, weil mein Cast wieder nebendurch geht und ja, aber einfach so Zeug. das Es ist das ist einfach halt lustig. genau, das ist Fun. Das ist Fun. Genau, Aber genau, es ist ja kein Tryharden oder so etwas. voll. Und für Das das soll es schätze ja ich auch sein. tatsächlich sehr, dass ich das WoW so wieder für mich ein bisschen mehr gefunden habe beim neuen Add-on. Das finde ich Ja, mega ja. nice. Ah, So, jetzt haben wir sehr lang, also sehr lange über Games geredet. ja, also grundsätzlich, ich würde sagen, die Serien machen wir am Schluss. Wir haben eh nur 2 Okay, können wir Serien. machen, ja. Ich habe ein bisschen mehr, aber ist gut. Tatsächlich, ich habe eigentlich nur 2 Filme oder respektive ein Film und, Trilogie. Okay. Ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten an. Ich habe, aufgrund von Rings of Power habe ich, «Den Hobbit» wieder mal geschaut. Ich habe die Filme so null im Kopf gehabt im Fall. Es hat mir relativ viele Informationen haben mir irgendwie gefällt. Ich habe mich nicht mehr daran erinnern, dass im ersten Teil so Steinriesen kommen und sich gegenseitig auf die Fresse geben. Aha, Und ich so: «Alter, was ist das? Habe ich dort geschlafen oder bin ich besoffen gewesen? Ich weiss das schon nicht mehr.» Und okay. es ist eigentlich hure viel, obwohl es relativ das ist das Einzige, was mich damals ein bisschen gestört hat. Heute ein bisschen weniger. Es hat hure viel 3D, also einfach so Greenscreen-Effekte gehabt, Mhm. gegenüber der Standard-Trilogie, von Herr der Ringe. Und das ist, Aber hast du ein Beispiel? ähm, praktisch alles dort, wo sie in dieser Höhle innen sind, wo sie gegen die Höhlenorks kämpfen. Ah, ja. Es Ja. es kommt mir einfach ein bisschen viel Greenscreen rein, aber das ist Mhm. dort gewesen, wo sie ja das viel mehr gebraucht haben. By the way, es gibt eine mega traurige Szene, dass der Ian McKellen, der den Gandalf gespielt hat, Ah, einen Nervenzusammenbruch eigentlich so ein bisschen gehabt hat, weil er in einem grünen Raum innen sitzt und mit Bildern muss reden, weil sie halt dort nicht wie früher mit Tricks geschafft haben, was ist grösser und kleiner, wer hockt dort in einem Raum innen mit 15 kleineren Figuren. Und anstatt dass sie die halt irgendwie besetzt haben mit einfach kleinen Schauspielern, haben sie halt einfach alles mit Greenscreen gemacht. Und mhm. also dort merkst du, ja, das ist das Einzige, was Also, mich halt ein bisschen stört, aber auch nicht mehr so. ich weiss, ich habe den Clip auch gesehen gehabt, Ja, wo er dort sitzt und ja, das ist wirklich ganz heftig. Das hat mich auch ja, aber er kennt es ja nicht anders. ja, aber also, vielleicht, damit nicht das falsche Bild Mhm. überkommt, also sie haben auch bei den Hobbits sehr viel von diesen Trickeffekten eingesetzt. Ja, Also ja, weißt also du, so siehst von du auch. wegen mit den Perspektiven und so. Und für all die, was interessiert, könnt das mal anschauen. Das ist recht eindrücklich, wenn sie das machen. Du, Ja, ja, auch das von Herr für, der für, Ringe. fürs Auge fällt es dir nicht auf, aber die Leute hocken manchmal 1 Meter, 1,5 versetzt voneinander.
auch irgendwelche Tische sind Mhm. eigentlich wie so in der Mitte so ganz so spezifischen Ort aufgeschnitten und sind dann der eine Teil ist ein bisschen höher, der andere ein bisschen tiefer, der eine ein bisschen weiter vorne, der andere weiter hinten zusammengesetzt. Also so von der Perspektive von der Kamera Ja, sieht aber alles genau so aus, wie es muss. das ist mega cool, es ist Das ist mega richtig krass. interessant. Ja. Und dann Also, auch mit der Bewegung von der Kamera, dass sich das ja, alles im richtigen Winkel Winkel, mitbewegt, dass es ge nicht auffällt. Das ist, ey, ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, holy. es ist 'n Riesenbütz. Mhm. Aber eben, es gibt viele so Szenen auch im letzten Teil, wo die grosse Schlacht ist, hast du viel CGI. Jetzt habe ich's, nicht Mhm. Greenscreen, sondern CGI, wo mich einmal fast ein bisschen irgendwie auch ein bisschen gestresst hat, aber im Moment muss ich mir sagen: „Hey, eigentlich ist das für die Zeit noch relativ geiler Shit gewesen, was sie dort gemacht haben.“ Und auch Ja, allgemein. absolut. Allgemein eben auch die Geschichte, die ist mir jetzt viel mehr geblieben, viel mehr. Mhm. Und, ja, ich kaufe mir dann irgendwann jetzt da noch die Extended Edition. Ich kann mir's nicht vorstellen, wie es ist, das ohne das zu schauen mittlerweile. Es ist Es klingt krass. vielleicht so 'n bisschen Fanboy-mässig, aber es gibt teilweise so gute Sachen, die dort noch drin sind, wo ich einfach denke: „Ja, okay, ich verstehe, warum wir das nicht auch noch reingenommen haben“, weil der Film halt einfach extrem länger geht. Ja. Aber es bringt teilweise so viel, das ist richtig krass. Ich denke noch vor allem in «Der Hobbit», in der Trilogie, ist es noch viel extremer, weil du hast dort, ich sage es mal so, im normalen Herr der Ringe hast du immer so Sequenzen gehabt, du hast immer nur 4 oder 5 Leute gleichzeitig im Bild Mhm. gehabt, die wichtig gsi sind. Im «Hobbit» hast du eigentlich immer die 4 13 14 Zwerge sind's, glaube ich, plus der Bilbo. Also, Ja, man das ist könnte einfach, die Zahl aufzählen. kennst Okay, nicht. nein, das ist grad auf den Punkt, den ich raus wollte. Ich glaube, mit der Extended Edition werden die anderen Zwerge noch viel mehr präsentiert, weder in den normalen Fassungen. Es gibt ja zum Beispiel den Zwerg, wo ein Stück Axt im Mhm. Kopf hat. Du siehst eigentlich in der Extended Edition, wie ihm das ja eigentlich mal rausgezogen wird in der letzten Schlacht. Das siehst du in der Normalfassung nicht. Ja, ja. Eben so Zeug. Ich glaube, also viel, du hast viel mehr personellen Bezug dann nachher zu diesen Zwergen. Ja, und die habe ich mir reingezogen. Alle so irgendwie so einem Abend 2 Stück. Das war richtig gut gewesen. Ja, aber das mache ich auch einmal im Jahr irgendwie jetzt also, es ist nicht einmal ein spezifischer Zeitpunkt, sondern einfach plötzlich habe ich so das Gefühl: „So, jetzt habe ich Bock, jetzt Ja, fange ich wieder an.“ Fange ich richtig. an mit Hobbit und bis ich bei, Rückkehr des Königs durch bin und am Heulen bin am Schluss, Mhm. ist alles gut. Dann Den ist das Satz Leben habe ich wieder in im Ordnung. den Satz habe ich im letzten Mal schon gebracht. Ah, hör Ihr auf, nicht. Nein. Nein, ich mache es nicht. Äh, Muss ich wieder das Tränchen vergießen. oh. Oh. Und da habe ich noch einen Film geschaut und ich habe müssen sagen, also respektive, hast du eigentlich noch einen Film geschaut, bevor ich meine Liste hier runterbretsche? Dann kann ich Abwechslung Ich bringen. habe 3 Filme geschaut. 3? Tell me. Come Tell on. me. Ja. Also, zuerst bin ich mal so richtig krass back to the nur weiter als du zurückgegangen und habe mir wieder mal Manta Manta gegönnt. Oh Gottes Willen. Ich weiß nicht wieso, ich habe plötzlich einfach Bock gehabt, den Film wieder mal zu schauen, habe mir den besorgt, weil das ist so für mich damals als wirklich kleiner Bub, als ich das erste Mal gesehen habe, ist das für mich mein Fast and the Furious gewesen. Das hat mich unbewusst vielleicht damals, weil ich halt wirklich noch jung war, aber das hat mich so nur mehr in die ganze Autogeschichte hineingeprägt. Natürlich, Fast and Furious ist der GOAT, aber für mich ist das damals halt wirklich so das, was für viele nachher, die jünger sind als ich, das Fast and the Furious war. So geil. Es war mega witzig, den Film zu schauen. Es ist auch richtig so Szenen da drin, wo ich mir denke, Alter, warum mal so, weißt ich weiß nicht, ob Typ gewisse, also ich habe mir es tatsächlich auch aufgeschrieben, gewisse Sachen
könntest du heute so nicht mehr in einem Film verpacken. Weil es einfach also gesellschaftlich äh, schwierig. 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 Aber nein, es war einfach cool, den wieder mal zu sehen. Ich habe den lange nicht mehr geschaut, ich habe den allerersten Manta Manta-Film. Ich habe mir dann nachher alle anderen auch noch besorgt. Also Manta, der Film und ähm, es gibt 3 alte und dann gibt es den neuen vom Til Schweiger Ja, wieder. Also der erste mit dem Schweiger ist ja nur der allererste und der letzte gewesen. ja. Die 2 sind einfach so, ja, sie haben halt einfach noch etwas machen. Ähm, aber die habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber es war einfach cool gewesen. Ja. Ich glaube, ich habe den einmal mal im Fernsehen gesehen oder so. Aber ich kenne ihn. Ja, er ist, aber wenn es halt nicht so ein Nostalgie-Ding ist, ist es speziell. Speziell. Aber das Was habe ich? ist, glaube Ja? ich, wirklich ein deutscher Kultfilm, oder? Ja, ja, absolut. Absolut. Wahnsinn. Junge, muskelbebaut Til Schweiger mit einer hübschen, vollbusigen Blondine nebendran. So, come on, come on. Wäre ich da jünger gewesen, wäre ich mir instant einen Manta posten, einen ganzen Jeansanzug und hätte mir die Haare so gemacht. Holy. Holy. Okay. Also, ich sage mal so, wenn ich wahrscheinlich in dem Zeitalter, so wenn ich aufgewachsen wäre wie mein Vater, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mit Fokuhila rumgerannt wäre. So einen Fuchsschwanz am Auto gehangen wäre. Gottes Willen. Ich weiß auch nicht, ich finde das einfach eine coole Zeit. Mal jetzt abgesehen von allem anderen, was dann gegangen ist und so. Es ist einfach. Anders gewesen. Es ist anders gewesen. Es ist gelebt worden, aber es ist so, ja, es ist auch heute noch bunt, aber ich meine, schau mal den Schweiger Simanta an, der ist neongelb mit Metallic blaugrün und noch pink Metallic, also es ist einfach farbig gewesen und die Felgen auch noch irgendwie pink und Es ist einfach wild. 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 Absolut. Ja, es ist geil gewesen. Ja, was habe ich noch geschaut? Ich habe noch, ich habe einfach Unverbesserlich 4 habe ich geschaut. Okay. Wo ich am Schluss muss auch müssen sagen, ja, okay, die Story ist cool. Aber von mir aus könnte es einfach noch so 1, 2 Minions-Filme bringen und dann ist okay. Ich Ja. liebe die scheiß kleinen Dinge. Das ist, ich hatte eigentlich tatsächlich, habe ich nur den geschaut, weil ich gedacht habe, die scheiß Dinge machen jetzt sicher wieder irgendeinen Scheiß. Und tatsächlich, sie haben einfach wieder den grössten Scheiß gemacht. Und ich Ist noch habe eigentlich logisch. mehr Freude an dem gehabt als an allem anderen. Ja, ich glaube, sie machen es eigentlich auch nur noch wegen dem. Das ist meine Meinung. Ja, ich weiß nicht. Sie haben schon Geschichte und so weitergeführt. Finde ich aber, wie gesagt, finde ich eigentlich auch cool, aber die Minions sind einfach, die toppen einfach immer noch alles. Das ist einfach gut. Ja, was habe ich noch geschaut? Ich habe noch die Instigators habe ich noch geschaut. Das ist ein relativ neuer Film. Mit dem, Ja. Noch nie dem, etwas gehört von dem. mit dem Matt Damon, Casey Affleck, also mit dem Bruder von Ben Affleck. Und mit dem Ving Rhames. Ich weiß nicht, den Namen kenne ich wahrscheinlich viel nicht, aber wenn ihr den Schauspieler nachschauen, Was ich jetzt gerade mache. der hat zum Beispiel bei Mission Impossible schon öfters mitgespielt. Das ist also für den Technikguru dort. Ja. Pulp Fiction hat er mitgespielt. Dawn of the Dead hat er glaub ich, mitgespielt. Also, wenn ihr den Schauspieler seht, kommt er euch sofort bekannt vor. Ihr wisst gerade, dass Ja, ihr den schon gesehen habt. instant. Ja. Hat er bei Batman mitgemacht? Nein, das ist nicht der. Das weiß ich jetzt nicht. Nein, das ist nicht der. Ich glaube nicht. Aber es ist ein cooler Cast. Ist auch tatsächlich ein anständiger Streifen, finde ich. So ein cooler, anständiger Film, so für zwischendurch ein Action-Streifen. Die Überschrift vom Film, und die habe ich tatsächlich sehr passend gefunden, steht einfach lausigster Überfall ever. Und ja, es ist genau, es fasst sehr gut zusammen. Cooler, einfacher Streifen. Ja.
der Bruder von Ben Affleck, jetzt wo ich das Gesicht sehe. Ich Genau, weiß nicht, ja. das ist der Typ gsi. Das ist meine Meinung. Der ist schon bei Oppenheimer, kommt ja auch vor, Ja, wo er genau. so einen Agent spielt, so einen völlig abgedroschenen. Das ist Mhm. irgendwie der einzige, wo ich haben müssen sagen, das ist einfach, das sind 2 Minuten, wo einfach jetzt nicht am Dings gehört haben, am Oppenheimer, sondern ihm. Der hat so eine Ausstrahlung gehabt, wo du dachtest, Alter, der macht die einfach kaputt. Der ist so Mhm. unscheinbar, der ist einfach so, ja, und es sind 2 Minuten gewesen. An dem bleibt mir der Grinde so. Ja, er ist tatsächlich, das, er geht ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, weil er hat bei vielen grossen Filmen, er hat auch in Interstellar zum Beispiel hat er mitgespielt, hat er aber Ja, glaub auch nicht so eine riesen Rolle. Oh, dort ist er der Mann von der Tochter gsi nachher. Oder ist er der Brüder gsi? er ist der Bruder gewesen, die erwachsene Version, glaube ich. Ah, stimmt, ja, er ist der Brüder gsi. Richtig. Genau, er hat auch zum Beispiel in ganz grossen Filmen schon mitgespielt. Good Will Hunting habe ich gesehen. Ja. Ich muss schauen, was hat der Casey Affleck noch? Also er hat wirklich viel gemacht. Aber ich habe das Gefühl, er geht einfach alles ein bisschen unter, habe ich so. Vielen, wenn du den Namen sagst, sagt ihnen der gar nichts. Ja, also ich weiß, dass der Ben Affleck einen Bruder hat, aber eben, vergesse es immer, dass er es ist. Mhm. Aber das ist cool. Ja. Der Film, also tatsächlich, wenn ihr einfach einen coolen, nicht schwierigen Actionstreifen, einfach einen coolen Film mal schauen wollt, schaut euch den Instigators an. Ähm, das ist, ich finde, es ist mir gestern in den Sinn gekommen, als ich es aufgeschrieben habe, es gibt viel zu wenig solche Filme mittlerweile, habe ich das Gefühl. Wo einfach, okay, es ist jetzt kein Blockbuster oder weiß ich was, aber es ist ein guter, stabiler, solider Film, wo dir nicht langweilig wird, irgendwann fertig ist und du denkst, cooler Film gewesen, schaue ich vielleicht nie mehr, aber es war ein cooler Film gewesen. Ja. Nicht, weil er schlecht ist, aber das ist einfach, Nein. ja, man hat es gesehen und Er, ist er, gegangen. er hat einfach gesagt, was er ist. Und vor allem, aber Genau, es ist so ein Film, da kannst du anfangen zu schauen und fertig und musst nicht mehr damit. Ja, richtig. das habe ich tatsächlich gehabt bei Edge of Tomorrow und wie hat er geheißen? Das ist auch egal. Aber das sind auch so Filme gewesen, die kannst du so einmal schauen. Das ist einfach ein eigenständiger Film und denkst so, easy, ich habe alles gesehen. Mhm, Ah, genau. ja, ja, wo du eben von alten Filmen geredet hast. Ich wollte unbedingt wieder mal Demolition Man schauen. Das ist auch so ein Film. Oh, ja voll, hey. Der Habe ich ist auch so schon lange gut. nicht mehr gesehen. Das ist einfach ein Film, der ist jetzt nicht sonderlich gut, aber mal, er ist geil. Er ist einfach da. Und er ist gut, er ist Genau, solid, er hat eine gute Message. Easy. voll. Ja, stimmt, den müsste man eigentlich auch wieder mal schauen. Was sind Voll. ihre Extreme? Wenn ihr den Film schaut, wisst ihr, was das jetzt für eine Aussage war. Tatsächlich fand ich noch spannend gefunden, dass du Ich einfach unverbesserlich geschaut hast. Hätte dir Schon. jetzt irgendwie nicht gegeben. Mo, ich habe die, also ich habe den ersten Film cool gefunden. Es war einfach mal etwas Neues gewesen. Mhm. Und aber an und für sich, wie sie die Story und so gemacht haben, seit dem ersten Film, finde ich wirklich cool. Aber ich schaue es. Oh. Minions halt einfach. Sich wieder mal irgendeiner irgendwo einbeschließt oder diese zwei denken, dann beschließen wir das da ein. Ah, geil. Bleibt halt einfach der ganze Film dort drin. Ja. Ist gut. Easy. Tatsächlich habe ich auch noch einen Film geschaut. Auch ein Disney-Pixar-Film. Ich einfach unverbesserlich ist auch Disney, oder? Ja, ich Ist weiß das nicht, ob er Pixar ist. DreamWorks? Ich glaube Dreamworks, ja. Illumination, nicht Ah, Dreamworks. okay. Illumination, stimmt. Äh,
Auf jeden Fall habe ich, Und ist nicht ja. Disney, ist Universal. Okay, gut. In dem Fall, ich komme aus einer ganz anderen Ecke in dem Fall. Ich habe «Alles steht Kopf 2» geschaut. Okay. Für die, die es nicht kennen, das ist ein zweiter Teil. Es geht eigentlich darum, es wird eigentlich zeichnerisch dargestellt, wie in deinem Kopf innen Emotionen wirken oder wie funktionieren. Das erste Mal war es von einem kleinen Mädchen, wo die Eltern umziehen und dann alles neu muss machen, was es für Probleme, was es für Emotionen im Kopf gibt. Und der zweite Teil ist dann dort, wo sie ins Teenageralter reinkommt. Und holy crap. Also ich muss ernsthaft sagen, am Schluss, ich bin baff gewesen, wie sie das hingebracht haben. Weil, ohne Okay. Scheiß, ich bin dort vorne dran gehockt und habe gedacht, ja, genau so sieht es aus. Genau so ist es. Genau so habe ich mich gefühlt, wo ich das auch hatte. Das, Okay. so eine Entscheidung treffen, wo dir eigentlich wirklich den ganzen Kopf alles auf den Kopf stellt. Jetzt Kopf auf den Grind stellt, habe ich wollte Kopf auf sagen. Grinkheit. Genau. Und einfach der Wahnsinn, der in dir dann nachher abgeht, das ist so geil gemacht. Wirklich, also kann ich jedem empfehlen. Auch nicht nur solche, die Kinder haben. Das Mhm. ist wirklich krass gewesen. Ja, der erste Film ist, ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber der erste, der ist wirklich, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen. Es ist halt, ja, ein Kinderfilm an und für sich, aber ich habe gedacht, ey, komm, ich gib mir mal. Und bin ich dann echt sogar mit dem Götti-Bub oder so ins Kino schauen, das könnte sogar noch sein. Und das ist wirklich ein sehr solider, cooler Mhm. Film gewesen. Also, ich muss eher ernsthaft sagen, jetzt, als ich den zweiten gesehen habe, habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, was sind das? Das müssen hure viele Leute gewesen sein, die irgendwie so in der Psychologie unterwegs sind, wo, Mhm. wo das einfach denen haben müssen zeigen, schau, so fühlt sich das an. Aber es ist wirklich so, es gibt einen Moment, wenn man mich als Kind gefragt hat, oder als Jugendlicher, wie sieht es in deinem Kopf aus? Ich hätte es genau so gezeichnet. Ich hätte es Okay. genau so gezeichnet. Das ist mega krass. Ja, Das also muss ich kann in ich dem Fall schauen. auch noch anschauen. Ja, ist warme Empfehlung. Ja, da wäre ich mit meinen Filmen durch. Ja, viel irgendetwas anderes habe ich auch nicht mehr. Nein. Ich glaube, kommen wir so langsam zu unserem anderen Ja. grossen Teil. Also, ich ha dort nebst unserem grossen Thema noch ein paar andere. Ähm, Mhm. ich bin ein bisschen aktiv gewesen wieder. Ich fang einfach mal an. Ja. Ich habe Time Bandits geschaut. Das sagt jetzt wahrscheinlich an vielen nichts, aber das ist eine Serie vom, wie heißt der, Taika Waititi, wo gewisse Torfilme zum Beispiel gemacht hat. Jojo Rabbit zum Beispiel auch, der Mhm. Film damals. Ähm, die haben eine Serie gemacht aus einem Film aus den 80er. Also es hat einen Film gegeben damals mit dem Sean Connery, mit dem Ian Holm, mit dem Bilbo, Ja, ich habe es mit dem gerade John gesehen. Cleese. Ähm, und sie haben eigentlich das Gleiche genommen und plus minus als Serie gemacht. Also es kommen jetzt nicht ganz alle, also es geht auch um einen kleinen 12-jährigen Bub, wie im Film. Es geht ein bisschen um Zeitreisen, es geht um eben so Time Bandits, um eine Banditentruppe. Es ist ein ganz witziges Konzept tatsächlich. Der Taika Waititi spielt natürlich auch wieder mit, hat so voll eine abgedrehte Rolle, finde ich aber mega gut. Ähm, ich habe das gesehen, habe gedacht, hey komm, ich habe den Film nie gesehen, ich habe sonst nichts von dieser Geschichte gekannt, gib mir das jetzt einfach mal. Ähm, es ist, ich habe es gut gefunden, aber es ist anscheinend nicht angekommen, so wirklich. Zu unbekannt gewesen, weil leider Gottes nach der ersten Staffel mit einem riesigen Cliffhanger abgesetzt. Ah, super. Also es ist wirklich irgendwie, ich glaube, eine Woche nachdem die letzte Folge gekommen ist schon gekommen, hey, ja, geht nicht mehr weiter. Ich dachte, Schade. ja, nein.
Ist halt so, ja. Ah, Ähm, dann habe ich noch, ich prügel einfach, oder was, ja. nein, nein, mach nur. Also ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe jetzt einfach nur schnell ein bisschen Bilder angeschaut und eigentlich wirklich sieht das Konzept mega interessant aus. Aber ja, Ja, also jeder, der so ein bisschen auf Fantasy steht, so ein bisschen aber um Zeitreisen vielleicht auch geht, sehr eine gute Empfehlung. Schaut euch mal Time Bandits an, die Serie. Aber der Film weiß ich nicht, wenn er ist. Ist halt auch alt mittlerweile, aber ich meine, vom Cast her, John Cleese, Ponty Python, so. die meint. Ja, ich sage das immer falsch extra. Der Monty Python. Es ist tatsächlich, ich glaube auch mit der gleichen Firma und so ist der Film damals gemacht worden, wo der Monty Python-Film nachher gemacht hat. Ja, Ähm, gut. also, es Ja, könnte ein witziger Film sein, aber ich habe ihn selber auch noch nie gesehen. Aber okay. wie gesagt, vielleicht schauen wir ihn irgendwann mal. Ähm, dann habe ich Resident Alien Season 3 geschaut. Das war mal eine Empfehlung vom Decor und es ist Ah, einfach witzig. ah Ich finde den Schauspieler so gut. das ist die auf Netflix läuft, gell? Wo mit dem Außerirdischen, wo irgendwie bei uns auf der Erde wohnt. Ja, genau, genau. Es ist sau witzig. Es ist, der Schauspieler ist, ich finde den so perfekt passend für die Rolle. Es ist, ja, ich habe einfach nur alle geschrieben, immer noch sau witzig. Es ist einfach lustig. Es hat ein bisschen ernste Themen drin, ja. Es geht natürlich auch um eine bestimmte Geschichte und alles, aber es ist einfach eine witzige Serie, wie sich der Alien halt, du merkst halt immer noch, ja, er probiert sich irgendwie so ein bisschen als Mensch auszugeben, aber Eigentlich kann er es nicht. ja, mal klappt es besser, mal weniger gut. Ja, krass. Es ist so geil. Und das Coole ist, ich habe gerade letztes Mal noch gelesen, Season 4 ist schon bestätigt. Also es Uh, wird weitergehen. Wann, keine Ahnung. Aber das finde ich tatsächlich cool. Das ist eine Empfehlung von Dico, und wir sagen, hey, das ist richtig geil. Das bin ich froh, hat er mich auf das hingewiesen. Ähm, die nächste, die ich angefangen habe, schauen, wo ich jetzt dran bin, ist tatsächlich auch eine Empfehlung von Barracks. Und zwar hat er mir gesagt, hey, schau dir mal Hell on Wheels an, das könnte vielleicht noch etwas für dich sein. Hello, was? Hell on Wheels. Hell on Wheels. Warte mal. Und Ja. ich habe das letzte Mal gesagt, ich kann sie einfach schauen. Erste Staffel habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber ich sage es mal so, gegen Ende von der ersten Staffel und vor allem die zweite Staffel bin ich recht gehuckt. Ähm, einfach nur schon, der Cast ist hure gut. Ich schaue, also einer der Hauptdarsteller ist der Anson Mount. Der hat zum Beispiel bei Inhumans oder auch bei Doctor Strange Multiverse of Madness hat er den, wie heißt er schon wieder? Jetzt kommt mir der Charakternamen gar nicht mehr in den Sinn. Wo ein Wort sagt und es explodiert alles. Wo von der Wanda nachher das Maul zugeklebt worden ist und dann hat er etwas wollen sagen und dann ist sein Kopf explodiert. Kein Blasse. Ja, es ist tatsächlich ein recht unbekannter Charakter für jemanden, der so gut wie nicht im Marvel ein bisschen tiefer drin ist. Aber es hat mal eine Serie gegeben, 2017 von Marvel, Inhumans. Ja. Wer sich ein bisschen für das interessiert, schaut die mal. Es ist nicht mega gut. Es ist auch nur eine Staffel gekommen, weil es nachher abgesetzt wurde, weil es halt scheiße ist. Aber ich habe es gar nicht mal so schlecht gefunden. Es erklärt auch ein paar Sachen. Und dort, ich habe es gerade genau nachgeschaut, hat er den Black Bolt gespielt. Black Ball. Was the... Du kommst mit Namen im Fall. Und ja, also wenn ihr nachschauen, wisst ihr, welchen als ich meine, also aus dem Doctor Strange-Film, Okay. Ey, I guess. ja, ich Ich muss finde den unbedingt mal Schauspieler, Marvel nachschauen. vielleicht ist er gewissen eher bekannt als Captain Pike.
Grosses Jetzt schaut, jetzt, Fragezeichen. schaut, jetzt schaut mich der Ulle mit grossen Augen an und ich denke mir nur, really? Er hat in Star Trek Discovery hat er kurze Auftritt gehabt als Captain Pike. Für die es nicht wissen oder wo Star Trek nicht ganz so drin sind, der Captain Pike ist, glaube wenn ich es richtig habe, der Captain gsi, wo der Kirk zuerst mal auf einem Raumschiff dient hat. Da bin ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr ganz sicher im Fall. Ja, es gibt da irgendwie. Aber also er kommt zum Beispiel auch in den Filmen, kommt der Captain Pike auch vor, in den neueren Filmen. Ja, Dort wird er aber von einem anderen Schauspieler gespielt. ja, irgendwie. Ja, Jeffrey Hunter ist das Original gewesen. Irgendwie Genau. so. In Aber den Filmen wird er von Bruce Greenwood gespielt, so komplett ein anderer Charakter. ja, eben der Anson Mount, ich kenne den wirklich null. Okay. Ja, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber tatsächlich, die Serie Hell on Wheels, das sieht für mich so. Also, das ist Wilder Westen, hä? Ja, es ist. Es geht, grundsätzlich geht es darum, um den Bau von der Eisenbahn damals. Okay. Amerika wird gerade so erkundet vom weißen Mann. Mhm. Es findet also ein bisschen ein Wettstreit statt, so von wegen wer baut wodurch am schnellsten jetzt die Eisenbahn. Ähm, Darum auch Hell on Wheels. Mhm. So wird auch tatsächlich ein bisschen der Ort benannt, wo sie alle gelagert halt. Nennen sie halt Hell on Wheels. Es sieht auch so aus dort. Ähm, von dem her, es ist eine coole Serie. Ich habe zuerst ein bisschen gebraucht, drinnen zu kommen. Ich finde eigentlich Western-Serien sehr gut. Deadwood zum Beispiel sehr zu empfehlen, für jeden, der es noch nicht gesehen hat. Die habe ich mal angefangen zu schauen. Ich habe mir eben Hm? letztes Mal überlegt, kein Yellowstone anfangen zu schauen. Weil die müsste scheinbar auch mega geil sein. Mach dir schon mal eine Bestellung parat von Carhartt-Jacken, irgendeinen Country-Hut, irgendwelche Cowboy-Boots und so, weil dort ist das nach der zweiten Staffel, sehe ich da unten da sitzen. Howdy, Partner. Hey, ja, also ja, Yellowstone ist absoluter Fan-Favorite von mir. Das ist eine der besten Serien in den letzten Jahren. Okay. Ja, nein, also ist mir empfohlen worden, Hell on Wheels. Sehr, sehr geguckt mittlerweile. Ich bin jetzt schon in der zweiten Hälfte, also in der Hälfte von der zweiten Staffel, so, muss ich sagen. Und hat sich cool entwickelt. Aber der Cast ist halt cool. Es ist witzigerweise kommen mehrere Schauspieler aus Star Trek vor. Darum bin ich teilweise ein bisschen verwirrt, weil ich schaue immer nur Star Trek DS9. Und dort ist zum Beispiel der Chefingenieur, spielt bei Hell on Wheels der Chef von der Eisenbahn. Okay. Spannend. Und ich habe das angefangen zu schauen und dachte, okay, das ist, jetzt muss ich einfach irgendwie entweder oder. Es kann nicht beides miteinander. Das ist Brainfuck. Hockst so da Alter. in Hell on Wheels und denkst, Alter, nimm doch die Traktorstrahl führen und bind das Ja, irgendjemand auf. Ah, nein, geht ja gar nicht. mach einfach mal einen Phaser-Angriff oder keine Ja, Ahnung. mach mal etwas, beam die weg. Ah. Nice. Ja, aber sonst bin ich, Star Trek bin ich jetzt immer noch, jetzt bin ich wieder bei Deep Space Nine angekommen, Staffel 6. Ich habe mir aufgeschrieben, ich finde es mittlerweile richtig nice, mit Star Trek angefangen zu haben. Mhm. Und ich verstehe mittlerweile, warum so viele so Fan davon sind. Weil ich sehe es bei mir selber, es gefällt mir immer mehr und mehr. Vor allem Mhm. auch mit der ganzen Lore, wo du immer mehr fast verstehen, warum ist das so. Und all die Querverweise so mit den anderen Serien. Aber bei Deep Space Nine kommt zum Beispiel der Worf vor, der Klingon, der bei der Sternenflotte ist. Ja. Ähm,
Und manchmal erzählt er halt auch, ja, in der Zeit, wo ich auf der Enterprise war oder dort und dort und auch die anderen, eben der Chefingenieur, den ich vorhin erwähnt habe, Mhm. kommt auch von anderen, also ist auch auf der Enterprise unterwegs gewesen vorher. Und es ist so interessant, so Sachen zu sehen, so, okay, ja, den haben wir vorher schon gesehen. Und okay, ja, stimmt, der hat ja das und das auch schon erlebt. Oder er kennt die und die Figur schon. Eine Figur, die immer etwa gleich vorkommt, ist der Q. Die Q. Die Das ist Q. einerseits ein riesen Pain, der Ja. Charakter. Aber es ist einfach richtig interessant zu sehen, okay, jetzt ist er ist damals bei Enterprise vorgekommen, er kommt bei Voyager, nein, nicht bei Voyager, doch, Voyager kommt er vor, Mhm. er taucht auch mal bei Deep Space Nine auf. Einfach so, also, oder ist er bei DS9 schon vorgekommen? Das ist echt der Fluch daran, wenn du das Zeug chronologisch schaust. Du wechselst ja so zwischen den Serien hin und her, dass du manchmal das hure Ghetto bekommst. Aber das ist eben irgendwie, es ist eben irgendwie noch nice, wenn es Oh Mo, er etwas kommt hast. auch vor, der ist auch vorgekommen. Ja, ja, ich habe es Aber gewusst. wie viele verschiedene Zeugs gibt es jetzt von dem Anfang? Das ist ja auch schon Boah. ein Riesen-Universum, oder nicht? Also ich weiß, dass ich nach, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich kein Seich erzähle. Ich bin jetzt aber bei Deep Space Nine und Voyager dran. Da kommen natürlich all die Filme noch. Nachher kommt die neuere Serie, Enterprise. Das ist ein, ja, wie soll ich es jetzt erklären? Das ist einfach die moderner gewesen, die dann in den 2000er gekommen ist. Ja, ich glaube, nachher ist es so gleich durch. Also, aber es gibt halt noch viel Film. Das vergessen immer viele. Ja. All die Filme zwischendrin, am Rande des Universums, Zorn des Khans, Suche nach Mr. Spock und so. Ähm, was auch ein bisschen verwirrend ist, also verwirrend, was speziell ist, Star Trek Discovery an Mhm. sich spielt ja in zwei verschiedenen Zeiträumen. Sie machen da erst so einen Sprung und sind dann an einem ganz anderen Zeitpunkt. Und von dem her müssen wir eigentlich Star Trek Discovery direkt nach der ersten Star Trek Enterprise schauen. Und auch Strange New Worlds, wo relativ neu ist, kommt nach Discovery. Und Discovery kommt dann aber auch fast am Schluss wieder, nach Picard sogar. Jesus Gott. Also also darum, ich hab mir die Mühe gemacht, hab geschaut, okay, was muss ich wie schauen, dass ich weiss, was muss ich mir wie besorgen. Discovery ist jetzt ein bisschen ausgenommen gewesen, weil Discovery habe ich einfach schon geschaut, auch Strange New Worlds, weil es halt einfach zwischendrin plötzlich gekommen ist. Der Aber sonst Wahnsinn. bin ich tatsächlich recht chronologisch dabei, das so zu schauen, wenn es vom Ablauf so geschaut werden. Ja, da werde ich das viel denken, Alter, wer macht sich den Aufwand? Wieso Lass mich nicht? doch! Wieso nicht? Du, ja, kannst viele Sachen ich meine, es gibt ja auch solche, die Marvel-Filme chronologisch schauen und das ist ja auch schon. Okay, der Blackjack hebt den Finger auf. Ich müsste sie Also ich nochmal habe es endlich erst wieder gemacht. schauen. Ich habe es einfach erst gemacht, um zu schauen, wie ist es zum Schauen. Und es ist tatsächlich cool, aber was du dann musst machen, du darfst kein von den After-Credits oder wenig von den After-Credits schauen, weil Ja, sonst macht es keinen Sinn. okay. Ja, Ich hatte tatsächlich nur Zeit gehabt, für 2 Serien zu schauen. mhm. Gut, dabei, ich muss mich auch entschuldigen, die eine die hat auch 4 Staffeln gehabt. Und jede Folge ist etwa eine Stunde gegangen. Okay, ja. Und holy fuck. Ist eine Empfehlung gewesen, wärmste von allen. Alle haben gesagt, Ullen, das ist deine Serie. Die ist so kaputt, die musst du schauen. Und ich weiß jetzt auch warum. Ich rede von The Boys. Oh.
Ah, Ja, ich sage es finally. ich sage es immer wieder. Für mich ist die Serie keine Komödie, null. Das ist so deplatziert. Es hat lustige Stellen drinnen, ja, aber aus meiner Sicht kommen die viel zu wenig vor. Viel zu wenig. Mhm. Und das Lustige finde ich auch, die kaputteste Figur dort innen, die völlig drogenabhängig ist und weiss der Gucker was alles, ist aus meiner Seite die menschlichste. Das ist das, ja, der sagt jetzt, wie kaputt die Serie ist. Und ich bin ein riesen Fan vom Frenchie. Einfach damit ich es mal gesagt habe. Frenchie ist echt ein cooler Dude. Ist irgendwie der einzige Normalcharakter in dieser ganzen Geschichte. Ja, er ist der einzige normal. Einigermaßen normal. Ja. Er ist wirklich, er ist auch irgendwie hure der sympathischste. Er hat auch Ja, irgendwie, er macht auch einen verdammten Wandel durch. Tatsächlich. ja, Eigentlich extrem. alle. Das, das Schlimmste finde ich, das Pulverfass, das drauf hockst, die ganzen 4 Staffeln. Oh ja, ja. Ich, vor Es, allem, es ist immer, du gibst noch du gehst noch ein bisschen dazu, ein bisschen Zunder dazu, ein bisschen Zunder dazu und du wartest eigentlich nur darauf, bis eigentlich einfach alles sprengt. bis der Homelander seine Augen plötzlich einfach mal glühen und dann ist Schicht im Schacht. Ja, tatsächlich, Es das ist. Schlimmste ist, alle haben Angst vor dem Typ. Mhm. Aber eigentlich hast du noch nie hundertprozentig gesehen, was kann der Dude eigentlich. Es haben alle Angst vor ihm. In der dritten Staffel siehst du mal, wie er schlägt. Aber das ist nicht zu 100% glaube ich. Ich habe das Gefühl, er muss es gar nicht zeigen. Mir hat die Szene gelangt, wo er auf der Bühne steht und einfach so mal schnell alles vor sich herum rasiert. Da ich müssen sagen, Und okay, I guess we do not fuck with him. ja, ja, und vor allem, es hat auch andere, eben, er ist so das gröbste Pulverfass dort. Oh ja. Wenn der noch einen Millimeter nach rechts geht, dann ist fertig. Ja. Ich mache jetzt schon mal einen Spoiler-Alert. Der eine hat es jetzt schon gelüpft. Einer hat es jetzt schon gelüpft. Und das ist der Butcher. Oder der Butcher. Das ist der Erste, der jetzt gesagt hat, fuck off. Ja. Die restlichen sind noch nicht am Übergehen. Sie sind immer so kurz vorne dran. Und dann macht es irgendwann mal zu machen, wuff. Und das wird so scheiße eskalieren, glaube ich, in der 5. Staffel. Aber, äh, einer von den geilsten Charakteren, einfach weil er so verpeilt ist und ihm einfach immer die ganze Scheiße passiert, ist halt einfach der Huey. Der Huey ist, vor allem, Einfach, was der für einen Change macht. oh ja, Von der, absolut. vom normalen Dude, der in einem Elektrofachgeschäft arbeitet, zum Superheldenkiller, zum Intrigenschmieden, zum Planschmieden und alles. Und er hat auch, er hat auch eigentlich die meisten Konfrontationen Mhm. in der kompletten Serie. Also, es sind alle Charakter sind mega interessant. Ich finde auch der A-Train finde ich mega interessant, eigentlich, obwohl er so ein Arschloch ist. Das ist Ja, eigentlich, aber einfach sein Background, woher ja, das er kommt und warum und was, das ist mega interessant, ja. voll. Und wenn er Ja. eigentlich jetzt so langsam wieder merkt, warum dass er das eigentlich macht. Mhm. Weil er Genau. einen rettet, vor das Krankenhaus hinlegt und der kleine Bub schaut ihn an und sagt, du bist ein Held, du bist mein Superheld. Ja. Und es ist so, der Einzige, der einfach so richtig kaputt ist und wo man auf den Sack geht, ist der Dieb. Oh Gott. Aber Der ist einfach, das ist eine wandelnde Therapiestunde, der Dude. ja, aber das Es ist, ist er ist genial geschrieben. absolut. Er ist genial geschrieben. Aber er beinhaltet einfach irgendwie alle psychischen Probleme, die du irgendwie kannst haben, plus irgendeinen komischen Fetisch für Fisch. Vor allem für Tintenfisch.
verdienter Fisch. Oh, ja, genau. Aber Ja, der ist einfach. Aber ich meine, es macht auch Sinn, wenn du den Charakter anschaust, wenn du siehst, was ist mit ihm passiert und so, seit der ersten ja, Staffel. ja. Verstehst auch, wieso er so ist. Aber er ist halt einfach so, dass. Aber ich weiß nicht, Äh, wenn man sich das erste Mal gesagt hat, aber mir ist das einfach. Er ist einfach die wandelnde Therapiestunde. ja. Ein Traum für jeden Psychologe. Und wenn eigentlich ja gut, gibt es andere, die sind schlimmer. Gut, ja, das sind. Ja, Aber eigentlich alle. wirklich die ganzen Intrigen, die dort laufen, das ganze Social-Media-Zeug und so, das macht dir echt Ah, Angst. ja. Wirklich. So von Das wegen, ist ja. ja, Das ist ja das, was eben viele sagen. Das wär es ist die Serie ist 'ne 1:1 Darstellung von unserer Gesellschaft, wenn's heutzutage so solche Superhelden würde geben. ja, 100 Pro. Und ich meine, mit diesen Themen auch, wo sie sich beschäftigen jetzt grade in der letzten Staffel zum Beispiel. Hey, also, nur mehr an der Menschheit 'n Spiegel vors Gesicht haben als mit dieser Serie kannst du fast nicht, Ja, vor allem, Scheiße. oder? Also, Aber eben, es hat auch mega kaputte Sachen drin. Zum Beispiel das mit der intelligentesten Frau, die es gibt. Dass sie sich oh Gott, ja! regelmäßig eine Lobotomie durchführt, damit sie eigentlich wieder Ja! einigermaßen normal ist. No. Und ich mir auch muss sagen, Alter, weißt du, es ist eigentlich auch krass, dass sich vielleicht auch solche, die wirklich heutzutage auch so hyperintelligent sind, vielleicht genau so fühlen. Sagen wir, hey, ich will einfach mal für 2 Stunden nur oben runterfahren. Es Mhm. ist so kaputt. Und eben, also als Komödie ist es aus meiner Sicht nicht. Es ist, weiß ich nicht, Action-Drama oder so. Ja, mehr, genau. Weil es hat auch Szenen drin, wo ich. Weißt du, was mich am meisten mitgenommen hat? Die Szene, wo der Black Noir verschwindet und seine Zeichentrickkameraden ihm zeigen, was eigentlich genau passiert ist. Ja, Das ist, das ist hure traurig, das ey. ist hure traurig. Das hat mich irgendwie mega mitgenommen. Ich habe hure Mitleid gehabt mit dem armen Sieg. Voll. Und du hockst so Das ist da und richtig denkst so, heftig. Alter, der hat das unter Komödie reingepratscht, sind ihr eigentlich dumm? Es ist vor allem traurig, weil der Charakter, er ist immer irgendwie dabei, er macht auch irgendwie, aber durch das, er redet halt nichts. Ja. Keiner weiss, ja, ist er jetzt einverstanden damit oder nicht. Schlussendlich fährt er einfach dann wieder an morden, weil er muss oder weil es Ja. geheißen hat, hey, wir müssen. Und dann kommt die Folge und dir wird so viel klar. Und du denkst einfach, okay, damit, alles andere sind Arschlöcher. Warum habe ich jetzt mit dem Dude so Mitleid? Ja. Aber, Das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist. aber das ist eigentlich mit allen. Ich meine auch die Geschichte, wo der Homelander zu seinem Ursprungsort zurückgeht. Die ist auch hure deep, ja. Die ist Das ist hure deep. krass. Und dann denkst du so, Alter, jetzt weisst du, warum was der so kaputt ist. Das ist eben Ja. das Faszinierende. Das ist, finde ich, am Willen, wenn du einen Bösewicht beschreibst. Du musst den auch so schreiben, dass der eine Hintergrundgeschichte hat, warum der so kaputt ist. Und ich finde, die machen das dort richtig gut. Mhm. Logisch, du hast einfach auch Leute, das sind einfach nur Arschlöcher. Die hast du auch sonst. Aber die interessieren dich nicht so. Ja, voll. Und ja, also ich bin mega gespannt, wie es mit der 5. Staffel weitergeht. Hast du aber Gen V geschaut? Nein, die muss ich noch schauen. Okay. Die hättest du jetzt. Ja, gut, ich glaube, du kannst es noch verstehen. Die hättest du vielleicht vor der letzten Staffel am besten geschaut. Okay. Aber es ist nicht so hyper dringend. Also so mega wichtig. Aber es Okay. kommen Charaktere in der letzten Staffel vor, wo du bei Gen V dann auch wieder wirst sehen. Weil Gen V, glaube ich, wirklich so zwischen der vorletzten und letzten Staffel jetzt von den Boys stattfindet, geschichtlich, glaube ich. Wenn ich es Okay. gerade richtig im Kopf habe. Ja. So, aber ich würde sagen, wir klemmen hier ab. Wir sind schon wieder bei 1 Ja, Stunde und 40 Minuten. Ich würde genau. sagen, wir hauen die Spoiler-Section rein und wir machen jetzt noch die letzten 20 Minuten.
wahrscheinlich wird es nicht 20 Minuten, werden wir über das Thema reden und ich muss sagen, holy fuck, ich hätte es nicht gedacht. Also, ja. Also, Aber du hast gesagt, Spoiler-Section. Und richtig, wenn ihr bis dahin gelost habt, als nächstes werden wir Ringe der Macht behandeln. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden, ist das kein Problem. Danke trotzdem, dass ihr bis dahin überhaupt gelost habt. genau. Mich nimmt es Wunder, wenn ihr bis dahin gelost habt, schreibt jetzt mal in die Kommentare rein. Einfach, wie viel wollen sich nicht spoilern? Oder schreibt es uns selber. Mich nimmt es einfach Wunder, wie viel sind wirklich gespannt auf das Herr der Ringe, wenn das selber auch noch schauen und wie viel sagen, ach, los, jetzt gleich schon der Spoiler, ist mir jetzt nicht so wichtig. Einfach, mich nicht Wunder, ob wir das überhaupt brauchen, die Spoiler-Section. Genau, So, Sektion. So, genau. ja, genau. Also ab jetzt fangen wir an. Für die, Aber jetzt würde ich abschalten, ja, genau. Ab jetzt würde ich abschalten. Oder die im Darf- Auto darf ich- sitzen darf und ich- einfach den Kopf zum Fenster raus und schreien. Ja, ist gut. Ja, das auch, ja. Das ist auch möglich. Du darfst gerne anfangen, ja. Und zwar werde ich mit etwas ganz, ganz Bestimmtem anfangen. Dong, long, dongelong, Leute laut, lilolo. Wenn wann Weidemann, Bimmel, Bammel, Billo, Tom, Bom, toller Tom, Tom, Bombadillo. Ja, Oh Mann, ey. riesen geiler Shit, dass sie diesen Burst reingenommen haben. Ich, Langsam. Schnaufen, Blackjack. Schnaufen. Mir war scheißegal, was meine Nachbarn denken. Das war morgen um 1:30, als ich den gesehen habe. Und ich bin einfach aufgesprungen und dachte, gelernt, ja, endlich. Es ist einfach, ich habe nur den Rücken gesehen. Die erste Szene von Tom Bombadil. Man sieht den Rücken von ihm, man hört ihn. Und als ich gehört habe, was er singt, Ja. ist es passiert gewesen. Und ich dachte, ihr Arschlöcher. Oh ja. Wie könnt ihr das noch geiler machen? Warum? Warum? Also ich muss tatsächlich wirklich sagen, die zweite Staffel ist wirklich mega gut aus meiner Sicht. Ja. 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 Ich habe so etwas von gefühlt. Es ist... Nichtsdestotrotz, also eben, es ist nicht, ohne nichts habe ich plötzlich hure Lust gehabt auf Herr der Ringe, irgendwie gamen, Filme schauen, what the hell, whatever. Ah, Mann. Wirklich, ich finde es so mega schön, sie haben viel schöner, denkt es mir, die Sachen aufgeteilt. Entweder hast du eine Folge gehabt, wo es darum gegangen ist, um die Elben und um Celebrimbor und um Sauron. Oder du hast gehabt, der Zauberer und die Numenor. Numenor. Ja. Das habe ich Oder Zwerge. Oder Also du. Ey. Ich habe mir vor der Geschichte überlegt, ob ich mit dem anfangen soll und ob du echt würdest darauf einsteigen, indem ich einfach mache Kassa! Du! Doom! Ey, Scheiße. Oh, die hure Zwergelor, Mann. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und ich hatte wirklich ein Tränchen gehabt. Ich hatte so Angst gehabt, dass irgendetwas nicht gut ist. Aber als ich ihn gesehen habe, in der letzten Folge, die ersten 10 Minuten, Alter. Ich bin da geguckt und habe Gänsehaut gehabt. Ich habe am liebsten aufgesprungen, hat rumgeschrien wie ein Affe. Der ist so geil. Der hure Ja. Ballrock, jetzt habe ich es gesagt. Genau. Es ist so gut gemacht. Ey, vor allem Scheiße. einfach auch, wie die Geschichte vom König Durin abgeschlossen wird. Ja. So. Ey, darum, ich komme gerade wieder Gänsehaut. Da, Chicken Skin. Chicken Skin. Wenn ich nur schon darüber rede. Ey, es ist wirklich... Es ist unglaublich gut gewesen. Wenn er irgendwie dann doch gemerkt hat, hey, Scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Ja. Muss ich dafür gerade stehen, die verdammte Axt nimmt und einfach... Ey, ja, einfach voll Hahn drauf geht, ey. Oh, so gut, so gut. Vielleicht ist es noch ein bisschen nerdig.
Ich habe Mhm. mal gehört, dass die Ringe der Macht eigentlich keinen Einfluss haben auf die Zwerge. Aber soviel wie ich weiss, tut's einfach ihre Gier schüren, oder? Aber sie Ja, können nicht, sie stehen nicht unter dem Einfluss vom einen Ring dann am Schluss. So wie es die von den genau, Menschen das sind. ist ja, das haben sie ja unter anderem, glaube ich, in der letzten Folge auch so ein bisschen gezeigt. Die Menschenringe sind ja mit dem Blut, mit dem, vom Sauron selber auch mitgeschmiedet worden. Bei Disney hat er auch ein bisschen etwas, das haben sie auch während der Serie ein bisschen erklärt, so aufgrund von dem, wie, also aus welchem Mhm. Grund, dass wir den Ring gemacht haben, sind die Ringe so geworden von den Zwergen. Darum sind sie ja gierig geworden, was ja auch in dem Film erklärt wird, so, wo sie in Moria reingeht und warum das Moria leer ist eigentlich, hat es ja geheißen, die Zwerge wurden zu gierig und haben zu tief gegraben. Ja, was dementsprechend wie jetzt eigentlich in der Staffel 2 gezeigt wird, Genau, wie es das passiert genau. ist. Ich finde das mega gut dargestellt. Ähm, vor allem, wirklich, ich muss sagen, hat mir wirklich alles mega gefallen. Das Einzige, was mich jetzt nicht so interessiert hat, ist die Geschichte von der Numenor. Die ist mir ein bisschen zu schwach übergekommen. Von denen hätte ich Mhm. gerne ein bisschen mehr von diesen Intrigen gesehen. Die wird nur so zwischendurch so ein bisschen angeschliffen, denkt es mir. Ich habe das Gefühl, das könnte in der Staffel 3 Ja, noch mal interessanter werden wieder mit den Numenor. ja. Weil ich glaube, jetzt fängt sie dort erst richtig an von übergehen mit diesen ganzen Vertrauensbrüchen und so. Ich muss nicht Ja, warten, und vor Mann. allem halt, er hat jetzt halt, ich meine, wer die Geschichte von Herr der Ringe kennt, sieht jetzt in der zweiten Staffel immer mehr, wie das Ganze aufgegleist wird. Ich Ja. meine, der Elendil hat jetzt Narsil bekommen. Narsils Schwert, wo schlussendlich durch den Ah. Sohn vom Elendil den Finger abtrennt beim Sauron. Mhm. Also, aber das ist, ich finde das richtig interessant, wie so langsam die Fäden genau auf das zulaufen, wo man Ja, aus dem Film jetzt schon seit x Jahren kennt. ja. Und ey, for real, das letzte Bild mit den Elfen. Also mit den Elben, wo er das Schwert gerade aufhebt. Oh, Holy fuck, Mann. ey. Es Also, ist wirklich, es ist hure gut. es ist einfach episch gewesen. Ja, Episch. ja. Mir dünkt, Ich komme gerade wieder mir dünkt's aber auch, Film. die Schauspieler allgemein haben noch mal mehr reingegeben, als in der ersten Staffel. Ja, Es also ich ist, bin. Ja, Mann. ja, mach nur. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber ich glaube, wir haben das auch schon angesprochen. Der Hochelbenkönig Gil-galad. Ja, Der ist in den Filmen, den haben wahrscheinlich 90% der Leute übersehen, aber der ist in den Filmen schon mal kurz vorgekommen. Und zwar hat man den gesehen beim Flashback zu der Schlacht gegen Sauron. Ist er vorgekommen, hat er neben Elrond gekämpft. sieht man den nicht dreimal? Bei der Film? Schlacht, glaube dort, wo sie diskutieren, was sie mit dem Ring machen wollen, und am Schluss bei den Amphoren. Nein, ich glaube, Gil-galad ist dort schon nicht mehr da gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, der Gil-galad, ja. Das, Und ich finde es cool, dass sie genau den gleichen Schauspieler wiederbekommen haben tatsächlich. Weil ich bin sofort, ich habe das damals im Film gesehen, ich habe gedacht, wer ist das? Der muss irgendwie, das ist nicht einfach so ein 0815 Elbenkrieger, der muss irgendetwas zu sagen haben. Weil mhm. er hat kurz so eine prominente Position gehabt, mit dem Elrond zusammen, mit dem jungen Elrond damals. Ist das dort Der am muss Wasser irgendwie gewesen? etwas haben. Oder jetzt muss ich Nein, gerade das schnell ist die ganz überlegen. grosse Schlacht gewesen. Aha, ja, 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 ja. Nein, ich meine jetzt in Dort, der Serie. aha, nein, ich rede jetzt wirklich nur vom Film. Okay, ja, Warum mir Entschuldigung. der so aufgefallen ist. Ist gut. Aber der ist mir dort so aufgefallen. Ähm, er ist ja nicht einfach nur ein normaler Elber, gehört zu den Noldor. Das sind ja ähm, Die sind, glaube ich, so. Hochelben, sage ich jetzt falsch, oder irgendwie so. Also, Das sind nicht die unter den Valar, oder? Oder unter den Maya.
Scheiße, Mann. Ähm, Oh, fuck. nein. Ich muss mir das alles wieder mal reinpfeifen. Ich muss jetzt gerade schnell schauen. Ich will jetzt gerade schon mal schauen. Also ich höre, Leute, das wird recht Ah. nerdig jetzt. Nein. Aber er gehört halt zu den gleichen, wie zum Beispiel auch der. Das finde ich auch cool, dass das in der Serie, in der letzten Staffel, also in der zweiten Staffel, ein bisschen angesprochen worden ist. Er gehört zum gleichen Volk wie der Feanor. Der Feanor ist ja eigentlich ich glaube, ein Vorfahr vom Celebrimbor gewesen. Und Mhm. der Celebrimbor hat doch den Hammer bekommen, dort eins vom Sauron. Und das ist im Feanor sein Schmiedehammer gewesen. Anscheinend. Okay. Das wird, glaube ich, kurz in der Serie sogar angesprochen. Ich finde das übrigens einfach so schnell, während du suchst, wegen dem Celebrimbor, ich finde das im Fall irgendwie auf die deutschen Sinne, finde ich das mega cool gemacht. Weil der Celebrimbor wirkt älter, aber durch die Stimme, die er bekommt, ist es so nicht einzuschätzen, wie alt das die Elben sind. Ich finde das mega geschickt gemacht. Also, ob sie Voll, das wirklich ja. darauf abgesehen haben, sei mal dahingestellt, aber ich finde das mega gut. Weil Elben sind ja, weiß nicht wie alt. Also, ich habe es da gefunden. Und zwar gehört Noldor zu den Eldar. Und die Eldar sind die gewesen, wo, glaube ich, das erste Mal in den Westen gekommen ist, weil man nennt die auch Elben der großen Wanderung. Okay. Und die Eldar, respektive alle anderen, stammen dann von den Quendi ab. Das sind dann die Elben. Okay. Eigentlich. Irgendwie so. Also, es ist recht Ja, es verzweigt. ist. Ja, also grundsätzlich auch die Lore von Herr der Ringe ist ja relativ groß. Und was ich mir für Staffel 3 aber tatsächlich ein bisschen erhoffe, dass sie mehr auf die Silmaril noch eingehen. Sie sind zwar jetzt in der zweiten Staffel ab und zu mal zur Sprache gekommen, aber sie haben ja damals auch gegen Morgoth, Ja, das ist ja eigentlich wie so wie willst du sagen? das ist ja eigentlich ja, wie so ein Dämonengott. Also er ist Ja, ja weißt du, er das ist mit, Vorgängerböse vom Sauron gewesen. ja, also eigentlich ist wenn du so das Gesamtbild anschaust, ist eigentlich der Morgoth so das Gleiche wie der Azrael von der Kirche. Sprich, ein Erzengel, wo man dann eigentlich verstoßen hat, weil er irgendetwas gemacht hat, weil er sich gegen Dings gestellt hat. Ja, Und der also er ist Morgoth, ja auch, also er gehört ja auch zu den, ich muss es müssen nachschauen, wie es schon wieder heisst, zu den Ainur. Ainur. Er ist ja nicht einfach er ist nicht einfach so ein Gott oder so, sondern er ist auch ein Wesen, wo irgendwie seit dem ersten Tag oder Gedanken von dem Allvater oder wie heißt er? Iluvatar oder so. Ja, irgend sowas. Irgendwie so. Man kann anschauen. Aber du hast ja nachher die gehabt und ich glaube, der Morgoth war eigentlich auch der, der die Orks erschaffen hat. Weil er hat ja eigentlich auch Leben erschaffen und sie haben es mir dann verboten und er hat sie ja dann erschaffen. Ich glaube, der Einzige, der nebst Ja, dem Iluvatar hat dürfen Leute erschaffen, ist der Zwerge gemacht hat. Weil er irgendwie Leute gebraucht hat für zum Schmieden, damit sie nicht so schnell kaputt gehen, hat der Zwerge, glaube ich, aus der Erde geformt. Irgendwie so ist es mir jetzt gerade noch im Kopf. Aber eben, das ist. Zwerge. Ja, Wer ist das gewesen? ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall irgendwie so, also die Lore von Herr der Ringe, ich glaube, das müsste man alles noch mal ein bisschen auffrischen. Ja, Silmarillion habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich habe auch noch nicht. Das Lustig ist ja letztes Jahr auch wieder ein Video gesehen, wo sie darüber diskutieren, dass der Arkenstein ein Silmaril ist. Weil das sind ja eigentlich Edelsteine nebst den zwei Bäumen gewesen. Und der Arkenstein, so wie er in den Büchern beschrieben wird von Hobbit und wie sie es sonst beschrieben haben, könnte man meinen, dass das vielleicht einer von denen ist.
Ich weiß, welche Diskussion das du meinst, aber Ja, bis jetzt habe ich überall immer nur gehört, er also, ist ein Kreis. ja, es gibt so viele Er ist, Theorien und er ist nebst dem Silmaril das grösste und schönste Juwel. Stück oder Juwel oder Edelstein, ja. Aber er ist kein Silmaril. Ah, ja, Herr der Weil Ringe. Silmaril sind ja aber genau vom, jetzt habe ich den Namen verhängt, vorhin habe ich Iluvatar. gesagt, vom Feanor. Und Fëanor. Nein, die Ah, Silmaril sind vom Feanor geschaffen worden und beinhaltet das Licht von dem Baum oder von den von den Zweibeinen. Bäumen. Ja. Genau. Und vielleicht für die, die den Tom Bombadil nicht kennen, der Tom Bombadil ist eigentlich abgesehen von Ungoliath und vom Iluvatar, das sind die einzigen drei Wesen, wo man nicht weiß, woher sie kommen, wenn es mir recht ist. Die sind einfach schon immer da gewesen. Ja, also vor allem eben der Tom Bombadil sagt es ja selber, ja, er sei schon da gewesen, bevor Bevor die das noch kein Last. Song war, wo Genau. da noch Wiese war, wo noch gar nicht bevor die Vögel zwitschert haben. Ich finde das mega cool, wenn sie ihn eingeführt haben in der Serie, auch für die ihn vielleicht nicht kennen. So von wegen, er bleibt ein Mysterium, was ja heute noch ist. Der Tolkien hat es nie 100% aufgeklärt. Nein, Das behaltet sie mit der Serie und erkläre trotzdem eben so ein bisschen, hey, der ist uralt. ja. Der ist älter als alles andere. Ich finde es halt eben wirklich schön, oder die Vorstellung schön, dass der Tom Bombadil der Tolkien selber ist. Ich finde die Theorie, die man mal gesetzt hat, wo man sagt, Mhm. dass der dass der Tolkien sich eigentlich selber in die Welt hineingesetzt hat. Ich finde den Gedanken einfach schön. Ja, Muss nicht so ja. sein, weil eben er ist vor allem da gewesen. Genau. Und von dem her, ich finde das mega cool. Was noch speziell ist, ähm, der Gandalf, laut Geschichte, hat mal eine Theorie aufgestellt und das kann ich mir auch gut vorstellen. Und er hat gesagt, der Bombadil, wenn der Sauron gewinnt und alles einnimmt, ist der Tom Bombadil der Letzte, der vom Sauron eingenommen wird. Ja. Weil er dann eigentlich fast würde sagen, ja, ist jetzt halt so. Ich, würd, Ja. ich glaube, wenn du das Ganze anschaust, wenn man sich daran erinnert, dass der Tolkien ja im Krieg war und wahrscheinlich, Mhm. das ist meine Interpretation mit der Geschichte, die er dort schreibt, hat er den Krieg verarbeitet. Weil viel, was dort drinnen passiert, ist immer gegen das Feuer, gegen irgendetwas Bösartiges, es ist immer Krieg, es ist immer gegen Feuer. Feuer ist immer das Böse. Und Mhm. ja, ich weiß halt nicht, ob der vielleicht viel irgendwie mal ein Erlebnis gehabt mit Flammenwerfer oder irgend so etwas. Dass halt das Feuer halt einfach immer das Böse ist oder das Böse von den Menschen oder was auch immer, wo immer antreibt und ach shit, eben Also, darum, ja. der Tom Bombadil tatsächlich ist, der kommt nicht von irgendwo, sondern der Tolkien, ich weiß nicht, ob er als Kind oder seine Kinder, haben eine Puppe gehabt, die eigentlich genau aussieht wie der Tom Bombadil. Und dem haben sie Tom Bombadil gesagt. Das ist aber auch herzig. Und so ist der, also ich weiß nicht, was er halt alles, aber das Aussehen vom Tom Bombadil auf jeden Fall, eben mit seinem Mantel, mit dem Hut, mit den blauen Augen und alles, mit dem Bart, das kommt von dieser Puppe anscheinend, habe ich mal gelesen. Krass. Das soll er sogar mal so festgeschrieben haben. Ja, also das ist ein Charakter, wo ich schade gefunden habe, dass er in den Film nicht vorgekommen ist, weil theoretisch wäre er in den Büchern drin gewesen, Herr der Ringe. Ja, Ähm, ich finde es aber cool, dass sie zum Beispiel jetzt dort, wo der Fremde vom Baum verschlungen worden ist, weil das ist eigentlich eine Szene, wo bei Herr der Ringe mit dem Merry und Pippin passiert ist in den Büchern. okay. Und dort hat er eigentlich, das habe ich mega cool gefunden. Ich habe Bücher gelesen, es ist zwar ein Weile her, aber das ist mir, als ich das gesehen habe, ist mir gerade wieder eingefallen. Hat er fast den genau gleichen Satz gesagt in den Büchern. Ich habe es jetzt extra schnell für gesucht. Und zwar,
in der Serie sagt er ja, ey, du lässt ihn jetzt wieder raus, du alter Weidemann. Was ist dir Aha. eigentlich eingefallen? Du solltest nicht wach sein, ins Erde, grab tief, trink Wasser, geh schlafen, der Tom Bombadil hat gesprochen. Ja. So in dieser Art und Weise. Ja. Und das, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, hat er im Buch gesagt, um den Merry Geil. und Pippin wieder rauszuholen. Es ist Und sie haben es jetzt nice. einfach mit einem Fremden gemacht, der vom Baum verschlungen worden ist. Ja, Äh, der Fremde. Ich fi- ich finde das cool, dass sie gewisse Sachen so ein bisschen, halt, ja, es ist jetzt schade, dass er nicht in den Film vorgekommen ist, aber sie haben ihn jetzt bei Ringen der Macht reingenommen und so ein bisschen die Elemente aus dem Buch ein bisschen genommen und gesagt, hey, komm, wir verarbeiten das da auch noch. Mhm. Ich finde es auch cool, er wird eigentlich mehr nur als Wegweiser gebraucht. Er selber Mhm. sagt ja selber, er macht nichts in dieser Welt. Ja, Und ist ja so. das stimmt auch. Das ist perfekt. Was ich auch geil gefunden habe in der Serie, ist so ein bisschen mal der Aspekt gesehen von den Orks. Was die so ein bisschen Mhm. durchgemacht haben mit dem Sauron und mit dem Adar und so. Es ist recht übel und auch du verstehst dich bis zu einem gewissen Grad dann auch. Ja. Das ist mega cool. Das ist mega cool. Also sie haben sich Gedanken gemacht. Wo man halt muss sehen, dass die Ork in dem Film, die Uruks und auch die Urukai nachher, sind halt schon völlig verteufelt gewesen nachher vom Ja, Sauron. Die haben nicht mehr viel Ähnliches gehabt mit den Orks aus der Serie jetzt, wo man halt ja. gemerkt hat, hey, gewisse von denen haben sich Gedanken gemacht. Sie sehen sich auch als Kinder vom Adar und so. Und das ist schon krass. Es gibt sogar, glaube ich, Geschichten von einzelnen Ork-Gruppen, die sich immer wieder gesagt haben, hey, was machen wir, wenn wir nicht einfach sauber handeln, ohne dass der Sauron über uns herrscht und so. Mhm. Also die Frage, die hat sich auch, glaube ich, schon der Tolkien dann mal gestellt, hey, so unter dem Motiv, eigentlich müssten wir ja gar nicht. Eigentlich könnten wir einfach ein bisschen plündern und ein bisschen unser Leben leben. Tschüss, schönen Tag, adieu. Mhm. Und ich muss auch sagen, der Sauron spielt, der spielt ihn hure gut. Es ist also Der Cast ist recht geil. absolut. Auch obwohl sie hat viel negative Reviews bekommen, aber ich finde Galadriel einfach Ich finde die bombastisch. super. Ich finde die Mega. super. Ja. Ja. Ja, man kann diskutieren, dass sie jetzt in der Serie ein Kopf kleiner ist als im Film, aber wenn du das anschaust, so ich meine, in dem Film ist sie einfach auch ein paar hundert Jahre älter. Ja. Also, und dann kommen wir zu einem Punkt, den ich vielleicht schnell ansprechen will. Das ist etwas, wo ich ein bisschen schade finde tatsächlich. Aber das, was wir schon mal geredet haben. Wo wir kurz erst angesprochen haben, ja. Ja. Ich verstehe es aber, warum sie es gemacht haben. Also es ist jetzt nichts Schlimmes, tut der Serie keine Ecken ab oder so, aber der Zeitraum, wo der Sauron, respektive so, wenn er sich ja währenddem er bei den Elben gelebt hat, als Anatar, ähm, der Zeitraum ist riesig. Das sind mehrere hundert Jahre, wo er eigentlich dort mit dem Celebrimbor gelebt hat und ihn beeinflusst hat, bis er dann die 9 Ringe auch noch geschmiedet hat Ja, und ja. ihn umgebracht hat. Und das haben sie aber in den Film halt, ich meine, eben Galadriel ist dort und dort, dann sind Zwerge da und dann passiert das und das passiert alles so kurz aufeinander ab, was eigentlich gar nicht gewesen wäre. Mhm. Aber ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, 200 oder 300 oder sogar 400 Jahre ist der Sauron dort in einer Region gewesen und hat mit dem Celebrimbor gewerkt. Ja, aber ein gutes Beispiel ist auch der Hobbit jetzt zum Beispiel. Der Hobbit sind die 3 Filme. Das kommt dir irgendwie vor, als wären die so eine Woche unterwegs. Aber Mhm. tatsächlich am Schluss heisst es, hey, der Bilbo ist 13 Monate weg gewesen. Und dann denkst du Mhm. so, wow, okay, der ist jetzt ein Jahr einfach hin und her gereist. Also es ist nicht nur, sie haben halt einfach das Wichtigste rausgepickt. In dem Sinn. Ja. Aber darum, ich sage, ich verstehe es, dass sie das machen, weil sonst auch bei den Filmen und sei es jetzt Hobbit oder Herr der Ringe, Mhm. ähm, auch, eben, dass sie bei Herr der Ringe den Tom Bombadil rausgenommen haben, es tut den Film an und für sich tut's keine Ecken ab,
für Enthusiasten wäre es natürlich schön gewesen, den Film Ja, zu sehen. Ich verstehe aber, warum sie nicht reingenommen haben, weil sonst wird die Film einfach nur länger. Und also ja. aus diesen 3 Herr der Ringe-Büchern hättest du locker pro Buch 2 Filme können machen. Mhm. Easy. Ja, und eben, Und sie haben auch ja, viele Charaktere rausgenommen. Also es gibt auch wieder einen YouTube-Channel, wo ich zwischendurch schaue, wo wirklich so Szenen aus den Filmen rausnimmt und nachher dann sagt, schaut, das sind so die Sektionen, das ist anders gegenüber einem Buch. Und mhm, es gibt nicht irgendwie die Szene, wo sie in den Wald reinkommen, nach dem, was sie den Gandalf verloren haben. Wo sie mhm. Zuflucht suchen, glaube ich, nicht im Düsterwald, ja, ich weiß es gerade nicht mehr, der Ist es Wald heisst. Fangorn gewesen? Ich glaube, es ist Fangorn, wo sie in den Wald reinkommen und nachher haben sie von Elben eigentlich sozusagen übermannt werden. Die Story ist dort völlig anders im Buch. Dort hast du auch mehr Elben, die Ah, du meinst dort, auftauchen. wo sie nachher zu der Galadriel gebracht worden Richtig, ja, sind? genau. Ist Ich das weiß nicht, ob das Ich weiß nicht mehr, Fangorn welches das war. ist. Ja, ist auch gleich, aber auch dort, eben, es gibt viele Unterschiede im Buch, die aber völlig verständlich ist. Ja, Also aus meiner absolut. Sicht. Und tatsächlich, was ich auch muss sagen, was ich auch mega geil finde, sind die ganzen Kostüme, die du dort drinnen siehst. Oh ja. Vor allem, Also, ey, die Zwergenrüstungen, meine Fresse. Dort wo du siehst, ja. der Durin rausläuft und du siehst einfach so einen kompletten Zwerg. Du siehst einfach, du kannst meinen, es ist eine fucking Steinstatue. Und er hat einfach so eine Genau. riesige Rüstung an mit so einer riesen Axt. Und du denkst so, Alter, dort steht ein. Das ist so gut. Allgemein, die Zwerge, auch die von der Wachen und so. Ich finde das immer so Ey. geil. Es sieht so mega steif aus, weißt, als Mhm. ob es einfach ein Statue ist, der dort steht. Und dann dreht sich plötzlich der Kopf und du merkst, nein, das ist einfach eine Zwergenrüstung. Sie Ja, sieht halt einfach so grob aus. das ist vielleicht auch etwas, wo ich jetzt muss, ehrlich gesagt, wo ich denen muss anrechnen gegenüber dem Hobbit-Film. Die meisten Orks im Hobbit, die sind CGI, sind computeranimiert. Meinst Die meisten. Also da zum Beispiel der Azog und sein Brüder da, die grösseren. du? Okay, ja, 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 ja. Und eben auch die in der Höhle unten oder so. Aber zum Beispiel bei The Rings of Power, die meisten Orks, das sind Schauspieler mit Rüstungen. Oder die einfach in den Mhm. Nahaufnahmen siehst und musst sagen, Alter, das ist... Vor allem auch Folge 7 hat es mir recht an, die hure Schlägerei von dem Tor. Ah, die ist. Die ist Also, recht ich, geil. ich komme nochmal auf den Gil-Galad zurück, wenn ich gesehen habe, dass der Typ in seiner fucking riesen geilen scheiß Elben goldigen Rüstung dort steht oder hockt auf dem Ja. Ross. Er ist schon fast einen ab. Und dann hat er noch seinen verdammt geil hohen Speer, wo er bekannt war dafür. Ich kann den Schauspieler einfach nicht Oh, ernst nehmen. Ich sehe halt einfach immer noch den Vampirjäger. hä? Das ist auch Gil-Galad? ja, der Schauspieler, der das spielt auch Abraham Lincoln, der Vampirjäger. Hast du den Film noch nie gesehen? Gil-Galad? Ja! Das ist sicher, das ist 100% der. Warte jetzt. Äh, Nein. Gil-Galad ist der König. ja, aber der hat auch der Vampirjäger gespielt. Weißt, es gibt ja einen Film. Abraham Lincoln, der Ah, Vampirjäger. Benjamin Walker. Hat er den gespielt? Tatsächlich, du hast recht. Ich sehe einfach immer Oh den Typ. lol. Aber ich Warum muss. muss man den jetzt vermiesen? Nein, ey, aber ohne Scheiß, ich finde den Film Abraham Lincoln, der Vampirjäger, finde ich super. Das ist super. Ja, ich finde den mega gut. Aber ich sehe einfach immer den Typ. Tatsächlich, ja. Ich sehe einfach immer den Typ auf dem Ross hocken. Aber Ah, eben noch die Rüstung und Alter, die Schwerter, die du dort siehst. Holy. Oh. ja. Vor allem, wo eben der Elendil, wie heisst es? Narsil. Narsil nimmt. Ja, genau gewusst. Alter, Ja. jetzt geht mir da gerade einen ab. Und vor allem, da bin ich aufgehockt und dachte, bitte mach's, bitte mach's, bitte mach's, bitte mach's. Schring! Ja, und Yes! vor allem nicht einfach nur Schring. Nein.
Er hat es mit einem fast 1:1 identischen Move rausgezogen, wie nachher der Aragorn sein Schwert rausgezogen hat. Ja, Der Aragorn hat ja nicht mehr Narsil bekommen, sondern er hat es neu geschmiedete bekommen. genau, ja. Aber dieser zieht das Schwert raus, dreht es so vor sich, Mhm. aber geht dann noch ein bisschen weiter, um einfach nicht die gleiche Move zu kopieren. Und ich so, Aber es ist so ja! gut. Also wirklich, für jeden, der Bedenken hat, wirklich die zweite Staffel ist super. Ja, absolut. Ich bin jetzt die ganze Zeit hier schon etwas am Suchen gewesen, weil wir haben ihm jetzt nie den richtigen Namen gesagt. Wir haben ihm nie den richtigen Namen gesagt. Willst du seinen richtigen Namen sagen? Nicht den, den er sich selber gibt dort. Wie sie ihn werden nennen. Schnell, weil ich habe das während der ersten Staffel, als ich sie geschaut habe, habe ich eine Story abgesetzt. Und ich weiß nicht genau, das Bild, das ich dort gemacht habe, war, wo der Fremde neben der Nori gehockt ist. Mhm. Habe ein Foto davon gemacht und habe gepostet, und zwar in Grossbuchstaben, glaube ich, und alles drum und dran. I fucking knew it. I knew it. Ich will das schnell als Beweis, dass ich mir das selber wieder beweisen kann, holen. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Und ich habe einfach bis zum Ende der zweiten Staffel müssen warten, um wirklich beweisen zu haben, ja, hast recht gehabt. Es ist wirklich... Verdammt, ich Also, höre mich Frandier sitzt einfach dort. Mifrandir. Oder auch für die ihn anders kennen. Willst du sagen? Komm, du darfst. Wie sie ihn nennen. Gandalf Graurock. Ja. Aber ich habe es von Anfang an gewusst. Also, ich eine Zeit lang, weil sie so abgestritten haben, habe ich gedacht, vielleicht ist es so der Saruman. Das ist mir auch eine Zeit lang durch den Kopf. Ja. Aber Oder sogar der Radagast. ja, der Radagast war vor allem dort, wo er das nachher mit dem Baum gemacht hat, habe ich gedacht, ist echt das der Radagast? Mhm. Und ja, ich bin dann gespannt, wer es der dunkle Magier ist. Da weiß ja noch nicht genau, was es ist. Ich bin dort mittlerweile fast davor, dass es der Sauron ist. Der Der Saruman Saruman. ist. Weil einerseits das Aussehen Ja. ist sehr ähnlich. Ja. Und wenn du jetzt den Gandalf anschaust aus dem Film und aus der Serie, musst du sagen, ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man ihn über den Stab finden könnte. Er hat einen sehr distinktiven Stab in der Serie. Mhm. Mit dem roten Edelstein und Dann, Giggen oben genau, und so. ja. Und vor allem, weil er ihn halt immer als Freund Ja. bezeichnet hat. Gut. Alter Freund. Das ist. Oh. Das Mikrofon hat mich gerade angegriffen, Entschuldigung. Ich bin immer noch die Story am Suchen. Also ich bin mir auch überlegen, ob es er ist. Vielleicht aber noch nicht Saruman der Weise. Oder der Weiße. Nein, ich glaube, er ist eher so in einem Stadium, wie der Gandalf vielleicht in dem Film war. So, Genau. er weiß, was er ist, er weiß, wer er ist, er weiß, was er kann. That's it. Ich bin gespannt. Ich bin mir im Fall auch nicht sicher, ob die Nori nicht irgendeine Verwandte ist vom Bilbo oder vom Frodo. Ja, Mensch. Irgendwie, sie heißt irgendwie Nori Brandyfoot oder irgend so etwas. Ja. Und ich glaube, Also, es wäre nicht auszuschließen. Weil das würde ja auch erklären, warum dass der Gandalf immer mit den Hobbits zu tun hat und dass er eigentlich die Hobbits schon so Generationen lang kennt. es ist, aber also Brandyfuß, der Name stellt sich ja einerseits vom Fluss her und eben, sie gehört zu den Haarfüßen. Und in dem Film gibt es ja zum Beispiel Brandybox. Genau. Und auch die Maxi ist ja ein Stolzfreund. In dem Film gibt es Stolzfüßen. Gesehen, auf was es rausläuft. Ja, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie Vorgänger, also
die Vorfahren von den Hobbits im Auenland sind. Ich könnte Mhm. mir vorstellen, dass man in der dritten Staffel, durch das, dass sie jetzt die anderen, Gefunden haben, ich nenne ja. es jetzt gleich mal Hobbits oder so, schon gefunden haben und deren ihres Daheim eigentlich kaputt gemacht worden ist, dass sie vielleicht, wer weiß, Zusammen Richtung etwas Neues finden. Auenland, etwas so vielleicht. Ich meine, die Geschichte hat ja wirklich immer, das habe ich aber mega interessant gefunden, das Lied, das die Maxi im Kopf hatte und wo sie Mhm. nachher immer den Weg eigentlich wollen finden. Wenn du mal schaust oder wenn du mal genug richtig zugelassen hast, hat der Dude damals davon gesungen, dass er weggegangen ist oder weggeht, dort und dort an einen schönen Ort mit Wiesen und alles. Mhm. Eben. Auenland. Er hat es vielleicht nicht gefunden, aber vielleicht findet sie es jetzt Ja. nachher. Dritte Staffel vielleicht. Oder sie treffen sich dort wieder, das glückliche gemeinsame Hobbits. Also ich bin sehr gespannt. Ja. Vor allem auch, ob es in der dritten Staffel noch irgendwelche andere Charaktere drin bringen. Hm, we will see. Wo man vielleicht aus den Filmen oder vor allem eben aus Hobbit vielleicht schon kennt oder so ein bisschen gehört hat. Vielleicht Zwerge vom Blauen Berg. Ist nicht, ich meine, sie sind angesprochen worden Yep. in der Serie, dass sie Ja, ja das nicht so geil finden, was der andere König gemacht hat. ja, jetzt gibt's Äh, dort wahrscheinlich den grossen Klopf zwischen den Zwergen. Die bin eben ich genau, gespannt, das ja. könnte sein, dass das kommt. Vielleicht kommt dort der König, also der Vater vom, wie heißt er schon wieder? Thorin. Ja, genau. Thorin Eichenschild. Vielleicht kommt der noch vor. Wir haben den Durin nicht mehr gesehen. Wir haben den Prinz Durin gesehen, der in dem Film einfach nur als Leiche vorgekommen ist, schlussendlich. Ja, es ist, also, Ja. abgenördet über Staffel 3, Entschuldigung. Also, ja. Ich glaube, zum Abschluss, was ich auch schön finde, bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube, der Elrond singt eigentlich ein Lied über die Elbe in der zweiten Staffel. Ich finde es so Mhm. cool, dass sie Haufen Melodien reingebracht haben. So wie ja eigentlich die ganze Geschichte aufgebaut ist. Es ist wirklich, ich habe es sensationell gefunden. Ich glaube, Ja, für absolut. für mich zum Abschluss zum Sagen, weil unsere Folgen werden wirklich immer wie länger. Ja, Mit wir 3 sind bei 2 Stunden. Stunden 2. Also, Plätsch, bitteschön. Er findet es immer toll, wenn wir lange Folgen machen. Genau. Aber ja, da, jetzt habe ich sie gefunden. Ja. Am 15. Oktober 2022, also vor 2 Jahren. Das heisst, wir müssen jetzt wieder 2 Jahre warten wahrscheinlich. Ja, da können wir noch einmal die ganzen Herr der Ringe-Filme schauen. Ich glaube, ich ziehe mir noch einmal die erste Staffel rein. Das muss ich jetzt schnell, ich muss das schicken. Das habe ich wirklich, ich muss das irgendjemandem können beweisen. Nicht, dass ich jetzt da als Schnurri angestellt werde. Ah, du hast jetzt 2 Stunden lang und 20 Minuten lang geschnurrt. Schau, es immer Schnorris. So. Das ist meine Story gewesen damals. Ich habe es erhalten, also ich kann es bezeugen. I knew I it. fucking knew it. Wer denn jetzt schon bereit für die nächsten 20 Staffeln? Danke, merci. Ja, genau. Nice. Also, ich hoffe, sie übertreiben es nicht mit Ringen der Macht, aber von mir aus darf ich es locker noch 2 Staffeln bringen. Ich habe mich einfach wieder richtig wohl gefühlt, das zu schauen. Ich bin sofort wieder voll drin gewesen. Mein Kopf hat genördet bis zum geht nicht mehr. Es ist einfach nur. Ach, Es ist ja. einfach nur fucking episch. So, Aber ich glaube, auch für alles fangen hat wir mal wieder ein an. Ende und somit unser. Wegen Wurst statt 2. Genau. Ja, gut. Knackwurst hat er geheissen. Knackwurst hat geheissen. Am Schluss kommst du.
Also, Faro, wenn du bis dahin gelost hast, haben sie es herausgefunden. Sehr gut. Also, Knackwurst. Oh mein Gott. Knackwurst. Ich glaube, das ist auch gerade so perfekt ein Ende. Ja. Knackwurst. Thank you very much fürs Zuhören. Ja, merci Roland vielmals. geht fast vom Stuhl. Ja. Und ey, Und bis zum nächsten man Mal. hört sich. Genau, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns wieder Feedback, da wären wir froh drüber, as usual. Und jetzt warte ich noch schnell 15 Sekunden, dann haben wir genau 2 Stunden 20. Das ist immer cool, wenn wir so einen genauen, pünktlichen Abschluss machen können. Ja, ihr könnt uns noch folgen auf 4, broadcast.ch. 3, 2. genau. Tschüss. Ade. Nein, ich muss